Grüezi miteinander. Chat, wie geht's euch? Hört ihr die Musik? Epische Valheim-Musik. So, Haruki, grüezi wohl. Valheim ist Liebe, Troy ist... Valheim ist kleiner als 3. Troy ist kleiner als 4. Hä? Ich nehme jetzt das mal als Kompliment auf. Sehr gut. So, Chat, wie geht's euch? Wie geht's euch? Wenn Sie hier Leslinger machen, ist es zu laut. Man weiss es nicht. Machen wir schnell ein bisschen Leslinger. Päcki, grüezi wohl. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ja, lieber Chat, es ist wieder so weit. Es ist Mittwoch. Es gibt einen Stream mit mir. Es gibt wieder mal ein neues Spiel. Es ist nicht neu. Es ist ein geiles Spiel, aber wir haben es auf diesem Channel noch nie gespielt. Ich bin der Troy. Ich streame auf meinem privaten Channel. Da steht es. twitch.tv/TroyHammarren. Jeden Samstag. Wobei nicht Valheim. Dort habe ich angefangen mit Hogwarts Legacy übrigens. Just saying. Nein, aber wir machen da... Heute machen wir ein bisschen Valheim. Ja, wie gesagt, das ist noch das neueste Game. Das Update, das gekommen ist, Mistlands Update, ist new-ish, so relativ neu. Aber jetzt auch schon wieder, ich glaube auch schon wieder ein paar Monate her, wenn es mich nicht täuscht. Wir werden jetzt nicht die Mistlands schaffen, so schnell. Ich versuche euch einfach so einen kleinen Einblick zu geben. Wir fangen ganz von vorne an. Wir schauen mal, was man in diesem Spiel machen muss. So ein bisschen tutorial-mässig und so. Wir bauen vielleicht ein paar Sachen. Also für all die Valheim noch nicht kennen, vielleicht jetzt die Chance, mal so einen Einblick zu bekommen. Für die es kennen, die schauen sowieso zu, weil die finden es sicher geil. So, Ameloni, grüezi wohl, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Und Fienchen, ja, ich habe dich schon gesehen. Nein, du hast gefollowt. Merci für deinen Follow, natürlich. Danke vielmals und schön bist du da. Mir geht's gut, kann mich nicht beklagen. Wie geht's dir, Fienchen? Und jetzt sehe ich gerade, sind keine Alerts gekommen. Sind keine Alerts gekommen? Jetzt muss ich da schnell gucken. Haruki, merci natürlich auch für deinen Follow. Ich sehe da, du hast auch gefollowt. Ich glaube, es sind keine Alerts gekommen. Vielleicht ist etwas kaputt, ich weiß es nicht. Spiel gerade The Legend of Zelda. Minish Cap. Okay. Okay, da muss ich jetzt noch ohne Scheiß schnell googeln. Ich schäme mich gar nicht, dass ich das jetzt googeln muss. Ich bin auch ein Zelda-Fan, aber ich muss sagen, nach Zelda Ocarina of Time habe ich nicht mehr viele Zelda-Games gespielt. Ich schaue mal schnell. Oh, Game Boy Advance. Ist das so? Oder ist es ein Remake irgendwie? Oder ist das wirklich das für ein Game Boy Advance? Ich habe nie einen Game Boy Advance gehabt, Chat. Wahrscheinlich liegt es an dem. Game Boy Advance, okay. Aber alles gut, Ameloni. Einfach noch mein Handgelenk und mein Rücken. Ja, das hast du erzählt. Oh, ich wünsche dir weiterhin eine gute Besserung. Gell? Ich wünsche dir schnelle, gute Besserung. Ja, es gibt ja, glaube ich, auf der Switch. Ich muss mir das auch noch mal genauer anschauen. Ich habe eine Switch, ich habe sie einfach noch nie so richtig gebraucht. Gibt es ein paar Sachen, die man machen kann, wie zum Beispiel so Emulatoren-mässig. Es gibt ein paar Nintendo 64 Games, die ich dort auch noch mal anschauen will. So Ocarina of Time gibt es eben auch dort. Ja, nice. Vielleicht wäre das auch mal etwas, was ich mir anschauen müsste. So die alten Game Boy Advanced Spiele. Das wäre schon geil. So, Chat. Wir gehen hier direkt mal weiter. Ist ein bisschen Verspätung. Wir gehen hier mal schnell in diese Szene rein. Ich muss mal schauen, ob es flüssig läuft. Also Chat, bitte schreibt in den Chat, wenn irgendetwas ruckeln oder auch wenn etwas zu laut ist und so weiter. Ich weiss von früher, ich habe das auf meinem Channel gestreamt, eine Weile lang, also es so ein bisschen Performance braucht und so. Vielleicht muss ich dann ein bisschen runterschrauben. Ich habe das Ganze auf Deutsch gestellt. Let's go. Wir starten ein neues Spiel. Wir machen einen neuen
Charakter. Also ich gehe da nicht mit einem Charakter rein, der schon gelevelt ist und der schon Fähigkeiten hat. Wir machen etwas komplett Neues. Es gibt jetzt Game Boy und Game Boy Advance Spiel auf der Switch seit dem 6. oder 7. Februar. Oh, Game Boy. Nein, ohne Scheiß. Aber dann gibt es sicher eine riesen Auswahl, oder? Holy shit. Game Boy, das nimmt mich erst recht Wunder. Game Boy ist halt genau, das hatte ich früher gehabt. Und je nachdem, was sie dort alles für Spiele haben, nimmt mich schon Wunder. Krass. Ja, muss ich mir unbedingt anschauen. Chat, was wollt ihr? Was wollt ihr für einen Charakter? Ihr dürft mitbestimmen. Ihr dürft jetzt gerade sagen, wir können nicht viel machen. Wir können ein bisschen Hautfarbe bestimmen, wie viel Haar wir auf dem Kopf haben. Aber fangen wir mal an bei männlich oder weiblich. Was wollt ihr gerne? Männlich oder weiblich? M oder W im Chat? Falls Wünsche rum sind. Sonst entscheide ich einfach. Ich weiss, bei Hogwarts haben wir, also auf meinem Channel, haben wir halt schon Troilina erstellt. Ja. Wir können auch hier wieder Troilina erstellen. Wobei sie muss einen anderen Namen haben, weil Troilina gibt es eben schon. Männlich, also. Ich glaube, Fienchen, du bist glaub, auch dabei gewesen bei Hogwarts. Du hast glaube auch mitgewotet. Also, männlich habe ich gesagt. Ich habe männlich gesagt und weiblich angedrückt. Das ist ja geil. Ich mache mal so etwas zwischen. Das ist noch schwierig zu sagen, wenn er da so in der Dämmerung steht, am Lagerfeuer. Also, ja. Das ist auch die Frage, soll er leuchten oder soll er nicht leuchten? Ich glaube, wir gehen da irgendwann so ein bisschen zwischen. Wobei, es ist halt so ein richtiger Wikinger, ist doch so richtig bleich, oder? Ja, wir haben etwas zwischen tatsächlich. Aber bei Game Boy kann man auswählen, ob man einen Game Boy Pocket oder Game Boy Color Hintergrund will. Oh, nice. Also, ich habe es glaube ich schon mal gesagt. Ich finde auch den Game Boy Pocket. Ich finde das wirklich die geilste Handheld-Konsole ever. Ja, ich weiss. Natürlich gibt es andere Konsolen, die viel geileres, wie soll ich sagen, geileres Bild haben in Farbe und so. Nein, aber Game Boy Pocket ich habe es einfach mega wertig in Erinnerung. Es ist so die kleinere Version und irgendwie so, vielleicht wenn ich ihn heutzutage in die Hand würde nehmen, würde ich sagen, okay, das stimmt jetzt auch wieder nicht, aber ich habe es irgendwie so wertig in Erinnerung. Als wäre es wirklich so etwas Richtiges. Wenn du es in die Hand nimmst, dann merkst du, dass das ist etwas wert. Das klingt jetzt so. Aber das ist wirklich nur basierend auf meinen Erinnerungen. He? Und ich würde so gerne wieder mal einen richtigen Game Boy Pocket in der Hand haben. Luca, grüezi. Luca, wie geht's dir? Ja, bin ich immer oh nein, noch immer enttäuscht, dass nicht MC Hammer als oh no, Fienchen, nein. Ja, es ist Troilina Hammer Stil geworden. Aber hey, es ist also fast hätte ich es gewählt. Es war schwierig zum Auswählen für mich, aber ich habe dann doch Hammer Stil genommen. Ich hoffe, bist mir nicht böse, Fienchen. Einfach zu den Optionen und zu Game Boy Pocket oder Game Boy Color wechseln. Ich muss mir das nachher anschauen. Ich muss mir das unbedingt anschauen. Luca, mir geht's gut, danke. Schön geht's dir gut. Ja, bald ist mein Game Boy repariert worden auf mein Werkzeug, das ich bestellt habe. Nice, Luca. Nice. So, wir haben gesagt, männlich. Ja, da bei den Haaren tue ich selber ein bisschen entscheiden. Ich finde, also übrigens, es gibt nicht viel Auswahl. Und ihr seht, die jetzt noch nie Valheim gespielt haben und denken, was ist denn da für eine billige Grafik? Das ist ein Spiel, das nicht mit der Grafik punktet. Es ist vielleicht jetzt auch schwierig, in 2 Stunden das rüberzubringen. Vielleicht muss man es auch wirklich selber spielen, damit man das spürt. Aber ich garantiere euch, alle, die immer schon gedacht haben, Valheim, die Grafik, das ist nichts für mich, spielen es trotzdem. Weil die Grafik vergisst man irgendwann. Schnell schauen, was wir hier haben. Was ist das so? Geil. Nein,
Ich will endlich lange Haare. Hä? Lange Haare wie ein Wikinger. Zwillingsdutt. Ah, okay. Got it. Lange, offene Haare. Das wär's doch. Oder einfach ein Glatzen, nein. Ja, dann schon da. Oder lange, zusammengebundene Haare. Nein, machen wir offene Haare. Ja, so. Es ist mega gut gemacht. Ich habe es auch mal getestet, das ist ein bisschen lang her. Ich bin mega Fan. He? Ich bin also ein grosser Fan von diesem Spiel. Brauchst du aber Nintendo Switch Online für Game Boy und Game Boy Advanced? Brauchst du Nintendo Switch Online Erweiterungspaket? Ich glaube, das habe ich. Ich glaube, das habe ich. Ja, habe ich ziemlich sicher. Oder ich spiele nie Switch, aber ich kann es. Wenn es noch läuft, dann habe ich es. So, Name. Gebt Ideen in den Chat. Wir brauchen einen Namen für unseren männlichen Wikinger mit nicht ganz langen offenen Haaren. Sie sind auf der Seite hier zusammengebunden. Habt ihr einen guten Namen? Chat, einfach rein damit, ich wähle dann etwas aus. Fienchen, ich kann aber nicht garantieren, dass ich deinen Wunsch nehme. Troy Boy, Troyline R. Ja, weil ich eben Troyline R nicht kann nehmen, weil der Charakter halt schon existiert. Das ist mein Main-Charakter, den ich habe. Offstream ein bisschen am Spielen bin. Troyline R. Troy Boy. Ich finde die Überlegung geil. Troyline R ist ja schon die weibliche Version von Troy. Und Troy Linar ist dann wiederum die männliche Version von Troy Linar. Ui. Troy Alt. Troy Heim. Ui. Reut Troy. Troy Lander. Brack.ch. Wer auch immer dahinter ist. Steffi. Troy Lander. Das erinnert mich an Homelander. Schuldig. Troy Lander ist irgendwie auch noch nice. Troyheim, so könnte unser Dorf heissen. Also nicht, dass wir Dörfer benennen offiziell, aber wir können es inoffiziell dann benennen. Wobei, Map muss ich nachher, der muss ich auch noch einen Namen geben. Also dort wird es wahrscheinlich dann Troyheim werden. Troy Boy ist einfach auch nice. Atreus, der Troy Boy, oder? Ich lese noch schnell. Hey, merci für den Lurk. Easy, viel Spaß beim Meeting. Troy Nar. Jetzt schaue ich überlege schnell. Also Troy Lander finde ich echt nice. Ich finde es halt echt nice. Troy Nar. Es ist so wie der Troina, so mit 2 R am besten, oder? I don't know. Ich glaube, so viele Optionen. Nein! Chat! Ich nehme tatsächlich da, wo die Steffi vorgeschlagen hat. Ich nehme Troy Lander. Ja? Ich bin der gute Bruder vom Homelander, für die die Serie kennen. Ja, der gute Bruder, ja, der Liebe. Der Wikinger. Also wir machen Troy Lander. Auch haben wir einen Bart. Oh mein Gott, wir brauchen schon einen Bart, oder? Das habe ich ganz vergessen. Die Frage ist jetzt einfach... Ja, dann haben wir so einen Doppelbart, oder? Doppelt und unten zusammengebunden. Und, oh nein, dreifach. Ja, es ist eben auch von Highlander. Steffi jetzt wahrscheinlich von Highlander abgeleitet, denke ich jetzt mal. Troymensis. Das, ich weiss nicht, wieso tönt das wie eine Krankheit. Ich weiss es nicht. Nein, wir bleiben bei Troylander. Es kann nur einen geben. So sieht er aus. Let's go. Starten. Und wir machen, Test. Wir machen eine neue Welt. Die heisst tatsächlich Troyheim. Das ist random. Übrigens, schnell zur Erklärung, man kann lokal einen Server machen. Das wird auch in der Cloud gespeichert. Darum hier das Cloud-Symbol.
Man kann aber auch einen dedizierten Server machen. Es gibt also, wenn man es in Steam kauft, ich glaube, es gibt es nur noch auf Steam, hat man nachher auch die Möglichkeit, einen dedizierten Server herunterzuladen und kann eigentlich dann einen Server erstellen, wo man dann da drüber kann. Drauf, das ist übrigens der Server, wo ich sonst so spiele. Troipolis. Merci, Steffi, merci für den Input. Danke für den Lurk. Naschi, grüezi, wie geht's denn, Naschi? Ich habe zuerst gemeint, Zoolander, oh, den gibt es auch noch. Wie hat er geheißen? Also der Ben Stiller, ja, aber wie hat er Zoolander geheißen im Spiel? Das kann wahrscheinlich schon. Er hat Zoolander geheißen. Ja, genau so viel zur Erklärung. Dedizierte Server gibt es. Das ist vielleicht noch wichtig, wenn man wirklich so ein bisschen mit Leuten zusammenspielen will. Ich glaube, man kann mit bis zu 10 Leuten zusammenspielen. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Aber es ist sicher empfehlenswert. Wenn ihr irgendwie Kollegen habt, die daran interessiert sind, mit euch Valheim zu zocken, dann macht das. Mit mehreren Leuten ist das Erlebnis wirklich viel, viel geiler. Jetzt schaue ich, muss ich schnell schauen, dass ich da noch etwas selber starten. Ja. Aber man kann natürlich auch sagen, hey, das, was ich hier mache, auch wenn es kein dedizierter Server ist in dem Moment, soll natürlich sichtbar sein für andere. Also zum Miteinanderspielen müsst ihr nicht unbedingt einen dedizierten Server haben, also nicht falsch verstehen. Da können wir den Server starten. Ich finde es jetzt noch interessant, dass Crossplay aktiv ist. Kann ich gar nicht wählen. Also, wir gehen mal rein. Also, soweit ich da verstanden, das wird, glaube ich, jetzt auch noch mal erklärt. Valheim, da kommt man rein, nachdem er gestorben ist. Bevor man als nächsten Ort kommt. ich hoffe, dass das richtig erklärt. So funktioniert das auch anscheinend in der nordischen Mythologie. Ja. Oder zumindest hier in diesem Spiel. Bald kommt ja Returnal raus auf dem PC. Ich will es mal testen, mal schauen, wie es so ist. Luca, da bin ich gespannt, ja. Gibst Bescheid, wenn du es getestet hast. Pali, grüezi wohl. Pali, wie geht's dir? Saletti. Schön, dass du da bist. Vor langer Zeit vereinte Allvater Odin die Welt. Nachdem er seine Feinde niedergerungen hatte, schleuderte er sie auf die 10. Welt, bevor er ich kann nicht so schnell lesen, die Zweige des Weltenbaums spaltete, die ihre Gefängnisse trugen. Dadurch gab er sie einem Exil anheim, in dem sie ankerlos und kann man da nicht pausieren, Mann? Ich hoffe, ihr habt es lesen, Chat. Tja. Odin irgendwas, 10. Welt, irgendetwas. Oh, der Odin wieder. Oh nein, nachdem wir God of War gespielt haben. Ich tu jetzt nicht Spoiler. Ja, der Odin kommt vor. Ja, grosser Spoiler natürlich. Oder? Ich glaube, ich muss mich ein bisschen heller machen. Es ist so dunkel da, weil das Spiel so dunkel ist. Absturz, grüezi wohl. Perfekt. Odin am Wednesday. Muss ich schnell überlegen. Wann ist denn der Ist Wednesday der Odinstag? Ich weiss, dass der Donnerstag der Toastag ist. Also, so funktioniert das. Wir sind abgeliefert worden durch den Vogel. Der Vogel, den ich jetzt nicht weiss, wie er heisst. Aber begrüßt werden wir vom Hugin. Willkommen in der 10. Weltkrieg. Ich bin Hugin und ich wurde an diesen Ort gesendet, um dich zu führen. Die dich umgebenden Megalithen sind Opfersteine. Sie repräsentieren all die Wächter, die du bezwingen musst, um dich Valhallas würdig zu erweisen. Genauso funktioniert das. Wir sind in Valheim, wir wollen aber weiter nach Valhalla. Für das müssen wir all die Bosse besiegen. Genau. Das sind Bosse, sind inzwischen... Holy shit, wie viele sind es? 1, 2, 3, 4, 5...
6 in dem Fall. Oder 7. In dem Fall, ja. 6 Bosse. Und das ist übrigens der erste, den wir werden müssen besiegen. Vielleicht schaffen wir das heute schon. I don't know. Ich weiß gar nicht, wie lange es man braucht, bis man für den ready ist. Vielleicht ein bisschen länger. Ja, das ist übrigens der Eichtier. Sein Geweih aus Eisen ist kein Witz. Es zerschmettert alles, Bergbaum und Kind. Okay. Seine Hufe klingen wie ein mächtiger Blitz. Seine Stimme tönt wie der mächtige Wind. Wir reden einmal schnell mit dem Hugin, hat er etwas Neues? Der Stein ist ein Wegvisier. Ein Wegweiser. Diese magischen Steine wurden durch Odin über die Ländereien verstreut, um als Markierungen für den Ritualboden von Wächtern zu fungieren. Wenn dieser Stein hier genauer untersucht wird, gibt er den Beschwörungsort von Eichtier preis, deiner ersten Beute. Da diese Bestie überaus mächtig ist, solltest du dich zunächst entsprechend bewaffnen, bevor du auch nur daran denkst. Also wir denken noch nicht einmal daran, dich ihr zu stellen. Valheim ausprobiert, aber mein Pultherdöpfel ist fast in Flammen aufgegangen. Oh, Wolfino. Ja, aber ich muss zugeben, es braucht schon recht Leistung. Ich finde es endlich noch interessant, ich habe einen mega guten PC, also ich habe nicht irgendwie Mühe, ich glaube, es läuft jetzt sogar mit Streamen flüssig, aber er wird mega warm. Also jedes Mal, wenn ich Valheim zocke, heizt der sich auf, das ist krass. Also dort merke ich es dann halt schon. So. Ja, Wolfi, da gibt es nur eins. Neue PC, gehst du auf brack.ch. Stellst du dir einen neuen PC zusammen oder kaufst dir einen fertigen PC, zum Beispiel von Joule Performance. Vielleicht nicht den, den ich vorgestellt habe, der ist vielleicht ein bisschen teuer, aber natürlich kannst du auch den kaufen. Auf dem würde sicher Valheim laufen. Das habe ich sogar getestet. Und er ist nicht in Flammen aufgegangen. Das hat der Luca sehr, sehr guten Input. Das musst du dann auch direkt ausnutzen. Wenn er in Flammen wenn etwas brennt in der Wohnung, dann musst du Bratwurst holen. Das ist das Erste, was man macht, die Bratwurst holen. So, ein Schluck Kaffee, meine ich. Sorry, ich trinke natürlich Alkohol auf Arbeitszeit. Das wär's jetzt, wenn ich so das Horn vorgenommen hätte, oder? Das Methorn, aber einfach Kaffee drin gehabt. Dann hätte ich logischerweise Kaffee drin. Ist ja klar. Merke ich mir fürs nächste Mal, okay. So, ich stelle mir so vor, der PC geht in Flammen auf und so zuerst Panik. Oh mein Gott, und dann so, der Luca hat gesagt, Bratwurst. Gut, wir gehen Bratwurst suchen. So, lieber Chat, wir schauen mal schnell. Wir können übrigens rauszoomen. Das ist etwas, was ich glaube auch mega lange gebraucht habe, bis ich es gecheckt habe. Wie in vielen Games kann man natürlich auch ein bisschen rauszoomen, wenn man da nicht immer im Charakter auf die Schulter schauen will. Man sieht auch ein bisschen mehr, tatsächlich. Ja, wir haben das Inventar, das ist jetzt leer, wird irgendwann einfach immer randvoll sein. Oder? Wir haben übrigens auch ein Traggewicht, das haben wir da. Also ich weiß nicht, ob es Kilo sind, ich nehme es an, 300 Kilo tragen. Okay, ja, wir können 300 Kilo tragen, Maximum. Ja, gell? Dann hast du etwas davon. Das ist aber schon so. Wir reden einmal schnell mit dem Hugin. Was ist in deinen Taschen? Ich bin immer ein bisschen zuvor mit erklären. Die meisten Gegenstände müssen hergestellt werden. Da du Midgard allerdings kürzlich verlassen hast, musst du dich an die wahre Form von Gegenständen zunächst erneut erinnern. Hebe einfach alles auf, was du findest, und es fällt dir schon wieder ein. Mein kleiner Bruder Munin sagt mir, dass sich mit Hilfe von Holz und Stein eine Steinaxt herstellen lässt. Ich finde das noch geil, wie sie das in die Geschichte integriert haben. Ja, wir sind ja gestorben, aber ja, als Wikinger in unserem Leben haben wir ja sicher auch schon Holz in der Hand gehabt, vielleicht ein Werkzeug in der Hand gehabt. Aber es funktioniert so, dass wenn man nach Valheim kommt, muss man alles neu entdecken. Und das finde ich aber auch noch cool gemacht. Wir nehmen zuerst einmal einen Stein auf. Stein.
Und kaum nimmt man die Gegenstände auf, poppen endlich die ganzen Rezepte auf, also die möglichen Sachen, die man bauen kann. Ja, wir können noch nichts bauen. Das heisst, wir müssen zuerst noch ein bisschen Holz haben. Wir gehen jetzt nicht aufs Wildschwein los, sonst bin ich wahrscheinlich tot. Das andere ist, da wir jetzt gesehen Sprinten sind wir jetzt auf Level 2. Wir haben es vorhin hier oben gesehen. Je mehr als man von dem Zeug macht, wie einfach umsäckeln, umgumpen, auch wenn ich jetzt hier ein paar Mal gumpe, wobei ich habe fast kein Stamina. Keine Wildschweine jetzt, he? Keine Lust auf Wildschweine. Ist das ein Hotdog? Oder gut. Jetzt ist es gegangen. Wenn man das Zeug ein bisschen macht, gumpen, säckeln, man tut es leveln, dann wird man auch besser, respektive es ist effizienter, braucht weniger Stamina. Und essen muss man natürlich auch. Ich überdecke es leider gerade. Aber wir haben hier die Lebensanzeige, sehr wenig Leben. Man kann zum Beispiel Beeren essen. Also wenn wir hier das Beeren einsammeln und auf das rechts klicken, dann essen wir da. Dann ist auch hier einer von diesen 3 Slots beleidigt. Das heisst, wir können 3 verschiedene Nahrungsmittel aufs Mal essen. Jedes Nahrungsmittel, wie zum Beispiel jetzt das Beeren, nehmen wir noch mal schnell eins, gibt eine gewisse Anzahl HP oder Stamina. Wir sehen es hier oben. Ein Beeren gibt zum Beispiel 7 Gesundheit und eine Ausdauer von zusätzlich 20 und halten 10 Minuten. Das heisst, wenn wir jetzt können wir nicht zusätzlich nochmal ein Beeren essen. Das ist da, wo die meisten am Anfang ein bisschen verwirrt. Wir müssen jetzt also ein anderes Lebensmittel finden, damit wir die restlichen 2 Slots noch füllen können. So funktioniert das Ganze. Und muss ich noch etwas dazu sagen? Ich glaube nicht. Die Lebensanzeige geht rauf. Wenn man nichts macht, wenn man nicht im Kampf ist, geht die rauf. Aber es kommt auch immer darauf an, ob's noch, ich glaube, wenn es regnet, geht es langsamer. Und ich sehe gerade, die Sonne scheint auf meinen Greenscreen drauf. Ich hoffe, es stört nicht, wenn jetzt da 2 Striche sind. Hey, das ist die Sonne. Die kann ich leider nicht wegmachen. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Moment, vielleicht kann ich etwas dagegen machen. Ich glaube, ich konnte es lösen. Den Greenscreen ein bisschen näher genommen. Die Sonne, pfui! Ja, dann ist da immer so kalt, dann kommt endlich mal die Sonne und dann nervt sie noch, oder? Oh, also Absturz sagt, Normalmoor plus Stein plus Eisen ist Liebe. Genau. Aber die brechen alle. Ich kann schnell wissen, den Text durchgehen. Marmor, Stein und Eisen bricht. Ja? Die brechen alle. Ja? Also, wir sammeln mal schnell ein bisschen Beeren und wir müssen noch Holz sammeln. Ja? Wir müssen hier schnell so ein bisschen tutorialmässig da was machen und so. Stein haben wir auch noch ein bisschen mit. Der Hugin hat noch etwas zu erzählen. Der Hugin sagt, ein leckeres Häppchen. Ich habe übrigens die Texte noch nie richtig gelesen, fällt mir gerade ein. He? Aber jetzt, wo ich hier streame, ist der Moment gekommen, wo ich eigentlich alles vorlesen kann. Beere und Holz, Kuchen. Ja, wie im echten Leben nimmt man ein Beere und ein Stück Holz. Und dann tut man es in den Backofen. Ja. Vielleicht fängt es an zu brennen, aber wenn es brennt, dann wissen wir, dann müssen wir Bratwurst haben. Ja. Ich meine, das sei Deko, so eine Rolle. Ja, ich hatte das eben schon ein paar Mal gehabt, aber so extrem habe ich es jetzt eben noch nie gehabt. Und ich dachte, okay, das muss ich irgendwie wegmachen. Es ist ein bisschen verwirrend und so. Lumstaste, grüezi wohl, guten Tag. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Also ich lese noch schnell vor. Ein leckeres Häppchen. Du hast etwas zu essen gefunden. Verzehre es, um deine Gesundheit und Ausdauer wiederherzustellen. Bedenke, dass es nicht lange dauern wird, bis du hungrig wirst. Wir haben übrigens noch 7 Minuten. Daher solltest du immer einige Nahrungsmittel mit dir herumtragen. Danke, Hugin. Pat, pat. Mir geht's gut und selber. Hey, ich kann mich nicht beklagen, alles gut. Lumstaste, verstehst du Schweizerdeutsch? Ich hoffe, du verstehst Schweizerdeutsch. Ja?
Aber wenn du was schreibst, dann kommentiere ich das gerne in Hochdeutsch. So, übrigens das erste Mal hier, also für mich nicht, aber wir machen da so einen kleinen Einstieg, einen kleinen Einblick ins Valheim. Also wir sind ganz am Anfang des Spiels. Der Charakter ist auf Level 0. Wenn ich da noch ein paar Mal rumgumpe, dann wird er direkt wieder ein Level-Up haben. Let's go. Level 2 springen. Ja, es geht alles gut, ganz entspannt. Hey, das freut mich doch. Das freut mich doch. So entspannt wie hier in Valheim, ne? Mit der gemütlichen Musik. Muss ich noch ein bisschen lauter machen? Ein bisschen lauter. Die gemütliche Musik. Wir sollten mal Holz finden. He? Ich bin hier nur am Labern. Wir müssen aber Holz finden, damit wir eine Axt machen können. Dann können wir auch, dann kommen wir ein bisschen schneller zu Holz. Jetzt, am Anfang, ihr seht, wenn ich da natürlich in die Eiche zu stabil und so, da geht nicht. Wäre schön. Am Anfang muss man Holz am Boden suchen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das da... da könnte man so gehen. Aber das dauert wahrscheinlich... das geht sogar. Das habe ich nicht gewusst. Okay, let's go. Es ist so wie im echten Leben. Wenn man ein Sträuchchen sieht, dann schlägt man rein. Also so machen es zumindest die Wikinger. Ja? Direkt aggro. Oh nein, da kommt so... Nein, da kommt... Wie heissen die? Gräuling. Ich habe es halt sonst immer auf Englisch gespielt. Ja, auch die, wenn die kommen, dann muss man da reinboxen, weil die sind böse. Aber die haben nicht gerne Feuer, tatsächlich. Das ist auch noch wichtig zu wissen. Darum, was wir uns zuerst machen, ist ein Steinaxt. Ja, wir machen uns direkt einen Fackeln. Oh, wir haben schon Fackeln gehabt, das habe ich gar nicht gesagt. Jetzt haben wir 2 Fackeln, Chat. Aber wenn jetzt noch mal so ein Gräuling kommt, können wir die Fackeln für ihn nehmen, weil der hat Angst vor Fackeln. Also der hat Angst vor Feuer. Ja, aber das sind tatsächlich die einzigen Viecher, die Angst vor Feuer haben. Das ist auch am Anfang, damit man es nicht so schwierig hat. Mit der Faust, Hardcore. Ja, das Craft-Menü hat, jetzt habe ich es einfach gemacht, aber jetzt seht ihr es. Sobald man Gegenstände einmal in den Tank genommen hat, wo man zum Craften braucht, dann werden die Sachen freigeschaltet. Jetzt ist alles ausgeraubt, weil ich zu wenig Gegenstand habe, um etwas zu machen. Aber wir können aktuell Steinaxt machen, mit dem können wir Holz, Bäume fällen, Kühlen zum Angreifen, Hammer zum nachher bauen. Das ist dann auch interessant. Ich finde das etwas vom Geilsten im Valheim tatsächlich, das Bausystem. Da sehen wir sicher auch noch ein bisschen davon. Und die Fackeln. Und da braucht es natürlich immer verschiedene Gegenstände. Für die Fackeln braucht es Harz, Stein für den Hammer, Stein für die Steinaxt. Jetzt schauen wir schnell. Eine Pickaxe wäre nicht schlecht. Aber wir fällen jetzt zuerst mal einen Baum. He? Zuerst einen Baum fällen. Let's go. Und auch das tut man leveln. Das heisst, mit jedem Schlag gibt es quasi so Experience Points fürs Holzhacken, respektive. Ich glaube, es ist sogar... Ich muss schnell schauen, das kann man gehen. Wow! Okay, das schauen wir uns schnell an. Übrigens auch, Physik und so ist auch ein bisschen da. Manchmal mit Domino-Effekt im Wald. Baum fällt! Noch schnell schauen. Übrigens, da, was ich da immer sage mit den Levels, Holzhacken ist separat. Es gibt auch XT, aber das ist, wenn man die Axt als Waffe braucht. Kann man auch. Genau, also es ist immer so, der Baum fällt, ist noch ein riesiger Baumstamm, dann hackt man weiter drauf ein. Dann gibt es 2 Baumstämme irgendwann. Das dauert am Anfang noch recht lang. Jetzt haben wir da schon ein bisschen den Domino-Effekt erlebt. Und dann der halbe Baumstamm, den kann man fertig hacken und dann kommt das Holz raus. Luca will gerne einen Hammer. Wir fällen jetzt hier schnell noch ein paar Bäume. Ein paar müssen sein. Man muss tatsächlich auch aufpassen, dass man nicht unter dran steht, lieber Chat. Die Erfahrung machen wir irgendwann. Vielleicht mache ich sie heute auch noch. Ist gar eine gute Idee. Wie im richtigen Leben. Vor allem, wenn man noch jung ist und wenig HP hat. Kann gefährlich sein. Was ich auch noch schnell erklären kann. Wenn da Nahrung blinkt, heisst das
nicht, sie ist noch nicht durch, sie hat noch 2 Minuten. Aber wenn sie blank kann sie ersetzt werden durch die nächste Nahrung, respektive ich könnte jetzt auch einfach noch mal ein Beere essen, um wieder auf 10 Minuten raufzukommen. Schauen nachher schnell, ob ich noch etwas anderes als ein Beere finde. Vielleicht können wir irgendwann dann noch ein Feuer machen und vielleicht... Ja, da müsste ich aber noch irgendein Viech töten. Muss man in diesem Spiel? Ja. Ich weiss nicht, kann man sich auch rein vegetarisch ernähren in diesem Spiel? Ich weiss es nicht, habe ich noch nie probiert. Das wäre mal eine Challenge. Valheim durchspielen ohne Fleisch essen. Ich weiß gar nicht, ob das ging. Ich glaube, dann verpasst man mega viel wahrscheinlich. Ich habe das Gefühl, es ging. Aber Fleisch ist immer, es gibt immer so Werte, das habe ich vorhin gesagt. Fleisch gibt eben eher HP, während Früchte mehr Stamina geben. Das heisst, wir würden eigentlich durchs Valheim durch mit wenig HP, dafür mega viel Stamina. Also Ausdauer. Stamina gleich Ausdauer. Das ist ein binärer Baum. Ja, in dem Fall. So, wir nehmen noch schnell ein paar Beeren mit. Wir haben genug, um sich mal den Hammer herzustellen. Der Hammer ist übrigens etwas, das einem komplett durch Valheim begleitet. In dieser Form. Wir können ihn tatsächlich noch upgraden. Wir haben vorhin schnell noch Rezept vorbeigesehen, huschen. Das schauen wir uns an. Den Bauhammer braucht man zum Bauen. Den kann man, glaube ich, upgraden, aber er sieht immer gleich aus. Er hat, glaube ich, einfach mehr Haltbarkeit. Er geht weniger schnell kaputt, wenn man ihn upgradet. Aber diesen Hammer, den werdet ihr immer dabei haben. Und es wird langsam Abend, sehe ich gerade. Ich schaue aber schnell, was der Hugin zu erzählen hat. Du hast einen Hammer hergestellt. Mit diesem Werkzeug kannst du mächtige Hallen und hohe Befestigungen aus dem Boden stampfen. Beginne mit der Errichtung einer Werkbank, mit deren Hilfe du andere Dinge herstellen kannst. Genau, Hugin. Genau. Wieder haben wir so guckhausmässig runtergegangen. Jetzt schaue ich gerade noch schnell. Haben wir Keulen? Haben... Was ist da? Schon Panik. Ich bin noch jung. Habe noch nicht viel HP. Noch nicht viel XP und HP. Wir haben einen Kühlen. Ich muss da schnell aufräumen. Das ist übrigens oben. Das sind Quickbar-Items. Das heisst, mit der Taste 1 bis 8 kann man die auswählen. Und ich habe das immer gerne so ein bisschen übersichtlich, damit ich weiss, wo kühlen ist, wenn ich sie brauche. Ja, das der Hugin ist ein schlauer Vogel. Ich weiss gar nicht, Hugin in der nordischen Mythologie. Vielleicht kann sie jemand schnell googeln oder weiss es gerade. Ich glaube, das ist schon ein schlauer Vogel, auch in der Mythologie. Nein, kein Wildschwein jetzt. Ich glaube, ich bin noch nicht ready für ein Wildschwein. Jetzt haben wir hier halt gerade so ein kleines Hütchen, aber mal schnell schauen, ob ich das nutzen kann. Ich glaube, das können wir nutzen. Zuerst brauche ich aber eine Werkbank. Das ist übrigens so funktioniert, dass wenn man auf einen Hammer geht und einen Rechtsklick macht, sieht man, was man bauen kann. Und damit man endlich alles von diesen Sachen, ich habe jetzt noch nicht viel tatsächlich, bauen kann, muss man zuerst. Das ist glaube ich, die Ausnahme. Aber die meisten Sachen brauchen eine Werkbank in der Nähe. Wir sehen hier direkt einen Radius. Aber das ist eigentlich, vor allem wenn wir dann anfangen, Häuschen bauen, ist das eigentlich das Wichtigste, dass die Werkbank neu ist. Jetzt muss ich schnell schauen, die Werkbank, damit wir sie bedienen können, muss auch gedeckt sein. Damit eigentlich der Umkreis ist, um weitere Sachen zu bauen, muss sie nicht gedeckt sein. Aber wir tun sie mal schnell da rein. Und wir sehen, Hugin, jetzt kommst du einfach da rein und ich komme da nicht raus. Hugin, jetzt warte mal. Warte mal. Jetzt übrigens, jetzt kann man halt viel mehr machen. Jetzt haben wir die erste Werkbank gebaut, da wird direkt jenstes Zeug freigeschaltet. Und das ist so ein bisschen die Basebauen-Funktion da. Hey, jetzt werde ich da schon terrorisiert. Das geht's nicht, oder? Der Keuling, übrigens, wenn ich jetzt die Fackel vornehme, dann hat er Panik. Ja, das eckelt er davon, das hat er nicht gern.
Ich gebe mir aber noch ein paar Kühlenschläge mit. Komm noch hin. Sorry. Dass der noch nicht ein Haus gebaut hat. Ja, wir haben hier schon ein Haus. 8 braucht aber lange Finger. Tatsächlich. Darum, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt so eingerichtet habe. Ich habe die Tasten 5, 6, 7 und 8 auf die Maus gelegt. Tatsächlich, so mache ich das. Wir bauen hier schnell einen Boden ein. Nein, den Boden habe ich wollen. So. Da fehlt ein Boden. Wir können übrigens mit dem Hammer auch reparieren, setzt natürlich voraus, dass man eine Werkbank hat. Jetzt ist da, wo da schon gestanden ist, ist da ein bisschen kaputt gewesen. Reparieren braucht übrigens kein Material, sondern nur eine Ausdauer. Finde ich noch nice. Da muss man sich nicht immer Gedanken machen, habe ich Materialien dabei zum Reparieren. Und was ich endlich schnell machen will, ist ein Bett. Kann ich schon ein Bett machen? Ich kann schon ein Bett machen. Ihr habt gesehen, es ist Nacht. Und darum benötigt ein Feuer in der Nähe. Das habe ich auch schon wieder vergessen. Damit man schlafen kann, braucht man Feuer. Und für das Feuer brauchen wir Stein. Das heisst, wir müssen in der Nacht noch ein bisschen Stein suchen. Ah, der Vogel. Ja gut. Ich glaube, das ist physisch. Das ist ein physisches Problem. Wo hat es denn da Stein, Mann? Hugin. Aber der Hugin könnte doch wenigstens Stein suchen. Du scheinst zu zittern, wenn die Temperatur bei Nacht fällt oder wenn du durchnässt bist, wird dir kalt, wodurch deine Ausdauerregeneration sinkt. In diesen Fällen solltest du bei offenem Feuer Zuflucht suchen. Hugin, wir suchen gerade Stein, um das zu machen. Schnell gucken. Noch nicht genug. Ja, in der Nacht ist es manchmal ein bisschen schwierig. Darum möchte ich gerne eine schlafen, damit wir wieder Tag haben. Da, Steine. Let's go, haben wir genug. 5, let's go. Das heisst, ich mache schnell ein Lagerfeuer. Übrigens, wenn man ein Lagerfeuer baut, wenn ich jetzt das hier innen bauen würde, würde es da Rauchentwicklung geben. Das finde ich übrigens mega geil, dass das im Spiel ist. Man muss das also immer bedenken. Man kann aber ein Feuer auch außerhalb stellen. Wenn es jetzt aber anfangen zu regnen, haben wir Pech gehabt. Das Feuer brennt im Regen nicht. Aber jetzt für eine schnell schlafen im Vogel innen, machen wir das so. So, du fühlst dich ausgeruht. Das ist übrigens auch etwas, wenn wir überdacht... Hey, Vogel. Okay, Mann. Habe ich jetzt auf dir oben geschlafen? Wenn man überdacht ist und das Feuer in der Nähe hat, wir sehen es oben rechts, ist man ausgeruht. Und ja, das gibt einen Buff. Ich weiss nicht mehr was genau. Ich glaube, die Ausdauerregeneration ist noch ein bisschen besser. Also auch das ist immer sehr nützlich, wenn man das macht. So, Hugin, ja, reden wir noch mal schnell miteinander. Das ist gut. Ein Kopfpolster für die Erschöpften. Verbringe die Nacht in deinem Bett, um gestärkt und voller Energie zu erwachen. Eine weitere Verbesserung deines Eigenheims würde ein paar Truhen darstellen, in denen du Gegenstände lagern kannst. Es ist nie verkehrt, immer ein wenig Ersatzausrüstung vorrätig zu haben, nur für den Fall, dass dir während deiner Erkundungen irgendwas Unvorhersehbares zustoßen sollte. Das ist keine Frau. Jetzt, was man sich natürlich gleich schon mal überlegen muss, ist, wo sind wir daheim? Sind wir da daheim? Ist das der richtige Ort? Ich habe mir gerne Wasser tatsächlich. Und wir sehen hier übrigens für die Map. Da kann man auch rumfahren und man kann rauszoomen. Man sieht, das ist die ganze Welt. Also einmal mehr bestätigt, die Erde ist eine Scheibe. Einmal bei Walheim. Aber da, wo man aufgedeckt hat, dort, wo man durchgelaufen hat, das sieht man auf der Map. Und ich sehe hier, dass wir hier Meer haben. Und ich bin aber gerne in der Nähe vom Meer. Weil irgendwann müssen wir ein Boot haben. Und so, jetzt habe ich etwas vergessen.
Ich habe noch etwas vergessen, Chat. Ich muss noch mal schnell. Hat der Hugin immer noch etwas zu erzählen? Hugin, was willst denn du erzählen? Also komm, wir schauen nochmal schon. Du hast eine Werkbank hergestellt. Die Werkbank erlaubt dir die Herstellung komplexer Gegenstände und gewährt dir Zugriff auf weitere Gebäudestücke, die du mit dem Hammer herstellen kannst. Okay, let's go. Da kann man übrigens auch reparieren. Das ist ein Reparieren-Symbol. Ja? Das kann man einfach immer so ein bisschen durchklicken. Braucht keine Gegenstände. Also jedes Mal, wenn man an die Werkbank kommt, einfach klicken, bis alles repariert ist. Ich glaube, es tut auch eins nach dem anderen reparieren, bis auf die Fackeln. Die kann man nicht reparieren. Jetzt schaue ich schnell. Wir könnten theoretisch schon einen Holzpfeil machen, aber einen Bogen noch nicht. Ja? Einen Hacken. Da würde ich halt gerne schnell machen. Für da brauche ich noch mal ein bisschen Stein. Dann machen wir uns noch schnell einen Hacken und dann gehen wir Richtung Meer, um zu schauen. Oh, Wildschweine. Also ich weiß wirklich nicht, ob ich ready bin für Wildschweine. So, aber wir nehmen einen Hacken mit. Ich esse noch mal etwas. Wir stellen uns die Hacke schnell her an der Werkbank. Hacke. Ah nein, das ist nicht Pickaxe, ich habe das verwechselt. Da brauchen wir... Ja, nehmen wir mit. Brauchen wir vielleicht eben schon. Führe ich nachher vor, wie das funktioniert. Wieso kann ich noch keine Pickaxe machen? Was brauche ich für die Spitzhacke? Egal, wir gehen mal weiter. Wir sammeln ein, was wir können auf dem Weg. Übrigens mit mittlerer Maustaste kann man auf der Map Sachen markieren, damit man weiss, wo man muss hin. Und der Hugin poppt immer auf, wenn er etwas zu erzählen hat. Du hast eine Hacke hergestellt. Dieses Werkzeug wird zur Landwirtschaft verwendet. Man könnte sagen, dass es sich mit einem Hammer perfekt ergänzt. Verwende die Hacke, um den Boden zu säubern und das Terrain anzupassen. Es ist leichter, Gebäude auf ebenem Boden zu errichten. Das werden wir nachher noch sehen, wenn wir anfangen, unsere Hütte bauen. Ich hoffe, dass wir hier einen guten Ort haben am Meer. Ich habe fast keine Ausdauer. Ne? Der Troylander mag nicht säckeln, der Arme. Vielleicht hilft ein Schluck Kaffee. Ich merke gerade, die Zeit verfliegt enorm in diesem Walheim. Das ist einfach krass. Gut. Ich habe ein bisschen später angefangen. 300 Kilogramm kann er aber säckeln. Kann er nicht. Aha, ja. Ja, das ist so. Aber das verändert sich auch. Wir haben jetzt ein bisschen Stamina wegen unserem Erdbeere, die wir gegessen haben. Und wir hier noch ein paar mitnehmen. Also je grösser als der Stamina-Balken ist, desto länger kann er säckeln. Ich nehme jetzt hier noch schnell die hier mit. Ja. Einfach damit wir sie eigentlich mitgenommen haben. Löwenzahn brauchen wir tatsächlich am Anfang eigentlich nicht. Aber ich kann sie in eine Kiste nie tun. Aber ganz am Anfang ist es wichtig, nehmt alles in die Hand, was ihr irgendwie findet. So, wie gesagt, alles, was man das erste Mal in die Hand nimmt, schaltet irgendetwas frei. Oder könnt etwas freischalten. Also das sollte ja eigentlich auch mehr sein in diese Richtung. Das ist übrigens da, wo ich meine, Holz liegt manchmal auch so am Boden. Also man muss nicht unbedingt auf Sträucher einschlagen. Gut, wir sind am Meer angelangt. Ist ein bisschen neblig, hä? Jetzt schauen wir hier schnell. Es sieht, wobei hier sieht es eigentlich auch noch nice aus. Da ist sogar schon... Interesting. Wir müssen halt einfach einen guten Ort haben, etwas, wo mehr oder weniger eben ist. Was ich jetzt tatsächlich mache, ich baue nicht direkt
am Meer zu, sondern ich schaue, dass ich ein bisschen erhöht bin. Das ist eigentlich nicht schlecht. Ich glaube, das ist eigentlich wirklich nicht so ein verrückt schlechter Ort. Es braucht einfach ein bisschen Bodenbearbeitung. Wir schauen mal schnell, ob wir das hier irgendwie gescheit hinbringen. Es gefällt mir irgendwie noch nicht so ganz. Wir gehen schnell weiter. Ist vielleicht da auch noch etwas? Theoretisch kann man auch in einem Wald bauen. Bäume kann man fällen. Und da steht auch schon etwas. Okay, interesting. Ich glaube, es ist nicht schlecht. Ich glaube, wir machen jetzt mal hier hin. Ich sage jetzt mal, es bringt ein paar Herausforderungen mit sich, wenn man so ein bisschen unebenes Terrain hat. Aber es macht es nicht unmöglich. Es kann einfach sein, dass halt, wenn ich hier weiter aufbaue, dass halt entsprechende Häuser ein bisschen weiter oben stehen, logischerweise. Und nicht quasi auf einer geraden Fläche. Schon, Luca? Also bist du in diesem Game gewesen? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Oder bist du auch in meinen Stream reingekommen, als ich das Game gespielt habe? Gut, ich schaue schnell, wo ich hier am besten anfange. Dann kann ich euch schnell zeigen. Wir machen hier die erste Hütte. Wir reissen all das Zeug ab, das da schon steht. Oder vielleicht können wir es wieder verwenden. Tatsächlich mache ich jetzt Folgendes. Das ist übrigens auch ein guter Trick. Ich habe vorhin erzählt, wenn man die Werkbank stellt. Also ich kann es schnell sagen, ich kann jetzt hier mit dem Hammer kann ich das nicht abreißen. Da steht eine fahrerliche Handwerksstation. Abreißen übrigens mit mittlerer Maustaste. Wenn ich die hinstelle, kann ich all das Zeug abreißen. Und ich kann natürlich das Zeug aufsammeln. Das war noch ein Kiste, den ich jetzt auch abgerissen habe. Da war ein bisschen Gold drin. Let's go. Also wenn man die Kisten abreißt, dann droppt der Inhalt einfach raus. Also keine Panik. Let's go. Das gibt uns ein bisschen Holz. Und wir nehmen das wieder mit und gehen schnell da rüber und reissen da auch schnell die Hütten ab. Ich bin mal reingekommen, dich fragen wegen dem Headset. Das ist auch schon länger her. Luca, aber cool, magst du dich noch daran erinnern? Wir nehmen da schnell. Coins sind da drin und wie heisst es auf Deutsch? Amber. Bernstein. Bernstein ist übrigens auch ein Gegenstand. Das ist schon angeschrieben, wenn wertvoll steht unter dem Namen. Ist das ein Gegenstand, den kann man nicht brauchen, um irgendwie zu bauen oder etwas herzustellen. Den Gegenstand kann man irgendwann verkaufen. Und kommt so an mehr Coins hin. Ja, das ist jetzt, ich sage jetzt da nicht mehr dazu, das geht schon, ist halt ein kleiner Spoiler. Aber irgendwann wird es möglich sein, die Gegenstände zu verkaufen. So, wir machen nochmal schnell eine Werkbank. Das kann ich wirklich empfehlen, wenn ihr hier am Anfang so Gebäude habt. Also entweder baut ihr dort weiter. Ich würde mir aber gerne etwas Grösseres bauen als das. So ein kleines Gebäude. Darum empfehle ich, baut euch eine Werkbank, reisst das Zeug ab. Wir sind gestochen worden von einem Bienchen. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Ja, das gibt es auch. Bienen. Aber das Geile ist, es ist noch nicht so weit. Sie liegt wahrscheinlich irgendwann. Ah, da oben. Da, jetzt kommt sie runter. Let's go. Dort, wo man von einem Bienchen gestochen werden kann, ist ein Bienennest. Wenn man das Bienennest kaputt macht, bekommt man die Bienenkönigin über. Und die Bienenkönigin, mit der kann man das Nest wieder aufbauen und bekommt dann amix auch Honig. Das ist noch cool. Und Honig kann man essen und wieder verwenden für ein komplexeres Essen herstellen. Was hast du auch für eins gekauft, Luca? Weißt du das nicht?
Das weiß ich sicher. Was habe ich dir empfohlen, Luca? So, wir nehmen die Werkbank wieder mit. Schauen schnell auf die Uhr, 20 ab, easy. Das sollte lange, um hier noch irgendwie gescheit etwas herstellen, oder? Bauen. Dann würde ich sagen, wir haben hier unten das Meer, es ist leider ein bisschen neblig. Ich möchte gerne auf dieser Höhe circa da. Ich möchte hier gerne mein Häuschen haben. Für das mache ich hier schnell den Baumstamm weg. Ja, all die kann man kaputt machen. Man bekommt natürlich auch ganz normal Holz dafür. Dann. Und jetzt mache ich schnell. Ich muss hier schnell schauen. Boden einebnen. Ah, ich habe halt keine Pickaxe. Wie komme ich zu dieser Pickaxe? Chat weiss das jemand, wie ich Pickaxe machen kann. Was brauche ich dafür? Fällt mir irgendetwas? Geiler Hammerfackelstein. Das ist da 5. Ja, nein, das ist die Hacke, Mann. Das ist die Hacke. Welf, grüezi wohl. Ohne Scheiß. What? What? Die Antler Pickaxe ist die erste, die man machen kann. Ist das wirklich so? Das habe ich gar nicht gewusst. Okay, never mind. Ja, dann sind wir noch lange noch nicht ready für Pickaxe. Gut, dann machen wir auch nicht eine allzu grosse Hütte. Wir müssen schauen, dass wir ein bisschen um die Steine herumbauen können. Vielleicht können wir es hier hinten machen. Wir machen das jetzt irgendwann. Ja, jetzt ist da natürlich auch ein Stein. Oder machen wir hier. Da machen wir die erste Hütte. Wir können dann später hier noch grössere Hütten machen. Da hat es halt auch Stein. Das regt mich gerade auf. Jetzt gang weg. Der Keuling, Mann. Nochmal schnell gucken. Ja, ich glaube, wir machen uns schnell ein kleines Hütchen. Hier in dieser Region. In dieser Region machen wir uns das erste kleine Hütchen, so gut wie es geht. Was ich immer empfehle, wenn man ein Hütchen baut das Hütchen auf geraden Boden. Darum sage ich, es ist manchmal ein bisschen tricky, wenn es insgesamt uneben ist. Vor allem, wenn man vorhat, irgendeine Erweiterung zu bauen. Hey Valve, wie geht's überhaupt? Schön, dass du da bist. Grüezi. Ja, das, was ich jetzt noch habe, SteelSeries Arctis Pro Wireless. Okay. Troy in Valheim, da kann ja was werden. Valve, spielst du auch Valheim? Also, wir machen mal schnell den Boden eben. Ja, jetzt, es ist, ja, wie soll ich es erklären, wie funktioniert es genau? Wenn ich hier stehe und hier das mache, tue ich die Höhe vom Boden anpassen auf die Höhe, wo ich stehe. Das ist ein bisschen ein Umprobieren tatsächlich. Wir können den Boden nicht ewig aufziehen. Das heisst, wenn es da plötzlich 5 Meter runtergeht und man versucht das, sagt das Spiel Nein. He? Und dann muss man eben die andere Funktion verwenden, die man mit der Hacke hat. Das ist den Boden erhöhen. Für das braucht es aber Stein. Während einfach Boden einebnen kein Stein braucht. Genau, wir schauen schnell, wie gross wir das machen können. Das Ganze braucht natürlich auch immer Stamina. Und wir machen es einfach so gross, wie es geht. Die Steine sind damals ein bisschen im Weg. Da haben wir den Stein im Weg. Wir können hier vielleicht noch ein bisschen über. Vielleicht sehen wir hier auch gleich mal, wo da die Grenze ist. Schauen, ob es hier noch eben ist.
Oh ja, der Baueli-Baden, das war auch mal ein Thema. Das ist der Running Gag, oder? Marmorstein und Eisen Troy. Nicht vergessen, einfach ein bisschen anfangen mit Häusli. Ja, meistens übertreibe ich es eben mit Häusli am Anfang. Oder? Dann fange ich an zu bauen und dann ist alles instabil. Oder? Ja, das sehen wir übrigens dann nachher auch. Das Zeug kann instabil werden. Ich muss nur schnell schauen. Flint. Habe ich schon mal Flint aufgenommen? Feuerstein. Habe ich schon mal. Fischen kann man übrigens auch. Da ist noch so ein Loch im Boden. Ist jetzt das genau da, wo ich vermute? Ja, das ist jetzt genau so ein Ort. Da müsste ich jetzt schon mal einen Stein verwenden. Plus brauche ich aber noch eine Werkzeugbank. Ja, genau. Bauen wir schnell. Die brauchen wir, um hier so ein bisschen anfangen, Häuschen bauen und auch hier zum die paar Zentimeter aufnehmen. Da. Das machen wir schnell. He? Wow. Aber wenn wir wieder abflachen, dann sollte es nachher endlich gut sein. Ja, da hat es jetzt ein paar Orte. Ich brauche schnell Steine. Das ist jetzt ein bisschen doof, dass ich halt noch keine Axt habe. Also keine Pickaxe. Keine Spitzhacke, jetzt alles. Ich bin so, also so. Müde, also wenn ich Mist schreibe, ist das gewollt. Okay, Valve. An fast 39 Grad Fieber, also wenn ich schreibe, ist das nicht gewollt. Also wenn du schreibst, ist es nicht gewollt. Wenn du ich schreibst. Wolfi, wie gesagt, eine gute Besserung. Ich brauche einen Stein. Nein, komm, wir machen das ein anderes Mal. ich muss dringend da das Hütchen haben. Also, wir fangen schnell an mit dem Hütchen. Auch hier am Anfang weiss man da nicht recht, wie fängt man an. Viele machen einfach einen Boden drauf. Ich bin Fan von einem leichten Fundament, das aus denen hier besteht. Es ist auch mega dunkel. Wir müssen schnell schlafen in die anderen Hütten. Wo war die? Weit weg. Das ist ein bisschen doof. He? Können wir da irgendwie etwas anstellen? Feuer. Ja, das ist ein bisschen doof, wenn ihr nichts gesagt habt. Darum machen wir jetzt hier halt ein bisschen Feuer. Ich hoffe, ihr seht noch etwas. Sonst sagt es. Sonst müssen wir schnell schlafen. Sehr gut, sehr gut. Also, ich fange immer mit diesen Teilen an. Da. Das ist empfehlenswert. Aber ja, es kann jeder selber machen, wie er will. Jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. So mache ich das. Jetzt sehen wir hier, wie uneben es ist. Ich habe das wunderschön uneben gemacht. Wir fangen gerade nochmal von vorne an. Es ist halt nicht immer perfekt. Eben, man kann es nachher noch ausgleichen, aber ich fange dann am liebsten so an, dass es nicht in der Luft schwebt, sondern eher ein bisschen in den Boden hineingeht. Also so, upsla. Das Zeug snappt auch schön. Also ich finde wirklich, das Bausystem im Valheim ist mega nice. Was ist hier los, Mann? Jetzt kommen die Necks. Ah, wir haben ein Event. Da muss ich jetzt noch schnell sagen, manchmal kommt ein Event. Und das wird auch angekündigt und auf der Map ist ein roter Kreis. Jetzt greifen mich da einfach die Viecher an. He? Oha. Auch gut. Auch gut. Ah, da ist ein Nixe. Die heisst im Englischen eben Neck. Ja, komm da hin. Du musst ihn sicher nicht davon säckeln. Du bist derjenige, der angreift, nicht ich. Ich tue mich nur verteidigen. Komm da hin. Das wird nix. Ein Wildschwein. Okay, ich bin eigentlich noch easy gut ready für die Wildschweinmarkung. Ihr seht jetzt auch, die droppen natürlich Fleisch und Leder und so weiter. Und das haben wir jetzt alles zum ersten Mal in der Hand. Das heisst, es wird halt auch alles freigeschaltet, was man daraus bauen kann. Also auch
Es macht Sinn, dass man so früh wie möglich da die Viecher tötet, leider. Also, ich habe vorhin gesagt, das wäre noch eine Challenge, oder? So vegetarisch. Vegan wird schwierig. Vegetarisch durchs Valheim durch. Ja. Spätestens jetzt wird es schwierig. Du wurdest zum Opfer, wurdest das Opfer einer Invasion. Von Zeit zu Zeit wird dein Lager das Ziel herumstreunender Monster. Da dir in diesen Fällen starke Waffen nicht den Sieg garantieren, solltest du in Erwägung ziehen, eine starke Verteidigung zu errichten, die mächtig genug ist, um alle Eindringlinge in die Flucht zu schlagen. Merci, Hugin, wir gehen jetzt weiterbauen. Hey! Du bleibst hier? Da hast du nur noch mal anschauen, was ich da am Bauen bin. Ich schlafe mein eigenes Zeug ein. Du bleibst hier? Nein, du greifst mich jetzt sicher nicht an. Ich habe keine Haustür, Mann. So, wir machen weiter. In der Nacht bauen, he? Immer schön. Da hat jemand auf das Ding eingeschlagen. Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Geil. Geil, wie ich es mache. Die Werkbank kann man natürlich reparieren, wenn man will. Ausser man drückt den falschen Knopf, so wie ich. Dann reißt man es ab. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Mühe. Für mich ist es ein bisschen dunkel. Ich sehe nicht, was ich mache. Aber ich würde sagen, wir gehen mal bis hierhin. Wir könnten noch eins weiterführen. So eine anständige Hütte, oder? Eine anständige Hütte machen wir uns jetzt also schon. Wie viel haben wir schon? 4? 5? Machen wir 5. 5 breit. Ich muss schnell schauen, wo ist endlich Musik an? Wo ist die Musik? Oh, ich habe kein Harz mehr. Schade. Ja, es muss überdacht sein fürs Bett. Das ist eben wirklich so. Muss überdacht sein. Oh, das ist falsch. Gut, so mache ich es. So mache ich es am Anfang als Fundament, was ich nachher mache. Aber es muss nicht unbedingt sein. Ich tue da zwischenin Sättig da ziehen und tue nachher da den Boden drauf. Also schnell überlegen. Habe ich noch... ich habe noch genug Holz. Das ist jetzt eben der Vorteil... Ja, mein Hammer ist aber kaputt gegangen. Das ist der Vorteil, dass wir jetzt eben... ja, shit. Jetzt ist Quatsch. Hammer. Rühre jetzt den am Boden. Kommt dann sicher gerade jemand rein und sagt, what the hell are you doing, Troy? Aha, jetzt brauche ich noch Steine, Mann. Immer die Steine, die ich brauche. Ich werde schnell einen neuen Hammer bauen. Nein, ich kann den Hammer nicht reparieren, weil die Werkbank nicht überdacht ist. Das ist jetzt der Grund, wieso ich jetzt das am Suchen bin. Hammer, let's go. Der Hammer ist futsch. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann im Leben, wenn der Hammer nicht mehr geht. Noch ein bisschen Zaun für posthistorische Dinos, für Spiegelei. Dinos gibt es nicht. Ja, das ist dann Ark. Das ist auch ein anderes Spiel. Oder Jurassic World Evolution, das wir auch schon gespielt haben. Und eben, das Zeug snappt immer schön. Und da finde ich echt nice. Das macht echt Spass zum Bauen. Vielleicht nicht gerade in der Nacht. Jetzt geht es natürlich nicht auf. Darum machen wir es eins länger. Oder eins kürzer. Wir machen es eins länger. Einfach damit es aufgeht. Und dann geht es da natürlich in den Boden rein.
Machen wir das noch schnell weg, so gut wie möglich. Eins länger, ja, jetzt sind wir hier im Boden drin. Das ist nicht so cool, ne? Das ist nicht so cool. Und wir kommen nicht wirklich weiter runter, weil jetzt bräuchten wir die Spitzhacke. Wir schauen es uns schnell an. Also gut, ja, wir machen es anders, wir machen es kürzer. Ganz einfach. Schnell auf die Uhr schauen. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Also, wir haben ein gutes Fundament. Da können wir jetzt den Boden reinbauen. Chat. Ein Boden. Und nachher irgendwann mal das Dach. So, man kann die Sachen auch immer drehen. Ich bin immer Fan davon, dass das Zeug in die gleiche Richtung schaut. Man kann natürlich auch abwechseln. Das kann tatsächlich auch noch schön sein. Aber es ist dann ein bisschen aufwendig. Ja, es geht nichts Schlimmes, wenn alle gleich sind und dann einfach ein Boden in der Hütte ist eigentlich verkehrt. Das kann ich nicht haben. Genau. So mache ich das. Jetzt etwas, das wir nachher werden brauchen in der Hütte, ist ein Feuer. Ja, man kann es auch aussen bauen, wie gesagt, wenn es aber schifft, dann haben wir ein Problem. Damit wir ein Feuer in der Hütte innen bauen, muss es auf Boden sein. Das heisst, also auf Boden, auf dem Dreck. Wir können es also nicht auf dem Holz machen, das wir hier bauen. Und das muss man vorweg schon einberechnen, wo wir das Feuer haben. Und ich habe kein Holz mehr. Ja, wir müssen in der Nacht Holz hacken. Wir können tatsächlich schnell eine Ecke machen, wo ich übernachten könnte, damit wir wieder Licht haben. Aber ein Baum muss jetzt also schon fällen und ich muss etwas essen. Genau, Parkettverlegung mit dem Troy. Ja, Wolfi, es ist ein komplexes Game. Aber es ist im Fall immer so. Das ist im Fall für mich auf jeden Fall Valheim in a nutshell. Du hast ein Ziel, für das musst du aber noch da machen. Damit du das kannst machen, musst du noch etwas anderes machen. Und damit du das kannst machen, musst du noch mal etwas anderes machen. Ja, es ist jetzt Tag geworden. Gut, wir müssen nicht mehr schlafen, Chat. Aber Holzfälle müssen wir trotzdem. Jetzt ist gerade die Frage, was machen wir jetzt? Steine aufnehmen. Ich würde gerne schon mal ein Lagerfeuer machen. Das ist am Anfang ein bisschen mühsam, die Steine suchen die ganze Zeit. Jetzt frage ich mich gerade etwas. Kann ich mit der normalen Axt einen Stein haben? Habe ich noch nie probiert. Nein, das geht nicht. Ah, wieso mache ich das so, Luca? Weil es schöner aussieht. Ich finde, es sieht schöner aus am Schluss, wenn der Boden erhöht ist. Aber ja, das ist natürlich etwas, das ist dann halt so. Man braucht immer so eine kleine Treppe für einen Eingang. Ein Windows-Update? Ich habe, glaube ich, heute auch ein Windows-Update gehabt, Valve. Aber wie gesagt, das ist jetzt wirklich, das hat keine Funktion, sonst. Es ist eigentlich mehr optisch. Es hat keinen Vorteil. Es ist nicht irgendwie so, dass irgendwie, keine Ahnung, das Holz weniger schnell fault. Nein, das ist überhaupt nicht so. Man kann es schlussendlich machen, wie man will. Aber was halt der Vorteil ist, wenn man halt direkt mit dem Boden
anfängt. Jetzt geht mal weg. Ich bin da am Erzählen, wie man das Spiel spielt, liebe Leute. Wenn man halt direkt mit dem Parkett auf den Boden geht, hat man gleich mal das Problem, wenn es ein bisschen uneben ist. Also das ist vielleicht wirklich ein Vorteil von diesem Bausystem. Wenn es ein bisschen uneben ist, ja, versenkt natürlich schnell das Parkett unter dem Boden und dann kann man nicht gescheit weiterbauen. Ja. Und so hat man eine Erhöhung und man kann manchmal ein bisschen ins Terrain reingehen mit diesen Sachen. Eine Erhöhung, wo man wo man sicher das Problem dann nicht hat mit dem Boden. Ist jetzt da der andere weg? Lässt er mich jetzt in Ruhe? Steine brauche ich noch. Er mag halt schon im Gumpen, er hat einfach keine Stamina mehr. Und da, was ich vorhin gesagt habe, mit dem Lagerfeuer, macht man am besten so, indem man hier etwas frei lässt. Die Frage ist natürlich auch, wie viel wollen wir frei lassen. Und wo wollen wir es frei lassen? Vielleicht hier hinten. Vielleicht am Rand ist es besser. Ich mache da mal schnell den Boden zu. Man kann es auch in der Mitte machen. Aber man muss halt bedenken, der Rauch muss weg. Das ist eine Funktion im Spiel. An die muss man denken. Wenn man Feuer in der Hütte hat, muss der Rauch können abziehen. Das heisst, man muss es Chemie machen. Manchmal geht es eben besser, wenn man es auch am Rand hat. Wo man ja eh schon eine Wand aufzieht. Und dann würde ich sagen, wir machen 2 breit, damit wir 2 Feuerstellen machen können. Das heisst, wir ziehen hier den Boden auf mit unserer Hacke. Ui. Und zwar so. Und so. Und aussen sieht es ein bisschen komisch aus. Das ist der Grund, wieso man es endlich eher in der Mitte macht. Ist mir jetzt gerade in den Sinn gekommen. Aber egal. Funktioniert auch. Funktioniert auch. Das ist jetzt aber nicht da, wo ich wollte. Liebes Spiel, das ist nicht da, wo ich wollte. Bitte wieder rauf. Let's go. Ich glaube, mit dem können wir arbeiten. Was wir jetzt machen können, ist ein Feuer. Wenn wir Stein hätten. Der Steinmangel ist real, Chat. Der Steinstruggle im Valheim ist real. Grandplätze müssen verdichtet sein. Das Feuer sollte immer im Keller sein und der Rauch seitlich rausqualmen. Dann hast du es schön warm. Jetzt aber, Jetzt kommen Pro-Tipps. Ich kann tatsächlich einen Keller machen, geht auch. Ist jetzt am Anfang wäre es ja, ein bisschen Overkill, zudem unmöglich, weil wir keine Spitzhacke haben. Wir brauchen Spitzhacke, damit wir in den Boden reinkommen. Damit wir runtergraben können. Der erste Boss ist relativ easy. Ich glaube, der Bogen, ich muss noch schnell schauen. Ich glaube, ich habe ihn freigeschaltet vorhin. Ich weiss nicht, ob wir in diesem Moment schon ready wären. I don't think so. Schnell auf die Uhr schauen, Viertel vor. Ja, die Hütte bringen wir sicher noch fertig. So, Steine. 11. Das heisst, ich kann 1 Feuer machen, das reicht mal für einen Anfang. Dann mache ich mit der Überdachung weiter. Schön ist auch, dass jetzt Tag ist und wir sehen, was wir machen. Irgendwann muss ich dann eine Kiste bauen. So, was wir jetzt hier machen ist... Ich mache jetzt hier mal Ecken rein. Ich kann hier theoretisch 2 machen, aber wir müssen jetzt nicht unbedingt schon 2 machen. Sonst haben wir keine Steine mehr. Sogar ich mit meinen 15 Frames habe das geschafft. Ja, man muss auch vorbereitet sein. Also es ist ja so, wenn man irgendwann im Spiel, wenn man viel weiter ist,
Also endlich schon fast overpowered ist für den ersten Boss. Der macht einem kaum, da kann man einfach stillstehen, der kann einem nicht einmal mehr Schaden machen. Ich brauche Holz. Ich brauche Holz, ne? Ist halt so. Den fällen wir. Den fällen wir jetzt da. Der Baum hat mich jetzt schräg angeschaut. Zu stabil, ja. Stimmt. Den kann ich nicht fällen. Ups. Gut, dann gehen wir halt Tage fällen. Ja. Wo ist die Stamina hier? Okay, Domino-Effekt. Domino-Effekt. Achtung! Gefährlich! Geil. Ui! Gefährlich, vor allem für mein halbes Häuschen, das ich hier gebaut habe. Würde mich jetzt auch wundern. Wolfi, was hast du für einen PC gehabt? Ui! Ist kaputt? Nein, jetzt habe ich wieder da ein Problem, Chat. Also. Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Wir brauchen schnell hier Wand. Oh nein, habe ich wirklich so wenig Holz? Come on, ey. Das kann ja nicht sein. Es ist schon wieder angespannt. Okay. Also, dann machen wir es halt schnell so. Reissen wir halt wieder ab. Ja, reissen wir es wieder ab. 5 Holz brauche ich. Für den nächsten Steinjagd. Ja. Das Problem war, ich wollte endlich schnell eine Überdachung bauen, damit ich die Werkbank benutzen kann. Aber geht halt nicht. Du gehst jetzt hier weg. Ich finde Musik so gemütlich. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe die amigs ausgeschaltet, habe meine eigene Musik laufen lassen. Gut, es ist einfach auch so, wenn jetzt das wirklich Stunden über Stunden läuft, irgendwann hat man es dann eben schon gehört. Schräg angeschaut, zu stabil. Oh, okay, Domino, Domino. Als 7 bis 8 Jahre. Ja, 7 bis 8 Jahre. Es kommt dann auch darauf an, ist der PC da zumal so eher so Einsteiger-PC oder High-End oder so in der Mitte noch. Eine Stamina. Du kannst Himbeeren nicht mehr. Ah, das ist ein Himbeere. Ah, das ist doch kein Himbeere mehr. Okay, es sieht aus wie eine Erdbeere, aber es könnte auch Himbeere sein. Wow! Let's go! Wir haben es angebracht, Chat. Der Troy Lander ist gestorben. Aber so kommt man nicht nach Valhalla, das kann ich euch schon mal sagen. Erschlagen von einem Baum. Nee. Nee. Der Tree Boss. Aber da bin ich. Hier bin ich. Da nehmen wir gerade mit. Oh nein, jetzt habe ich. Shit. Wäre jetzt schön, wenn ich halt noch schnell so einen Hammer hätte. Da könnte man nämlich das Material noch schnell mitnehmen. Nein, wir lernen es jetzt, falls wir wieder sterben und so. Ja, das ist das Leben in Valheim, Chat. Von Bäumen erschlagen werden. Baum vs. Troy 1:0. Ja, was jetzt erzählt er mir sicher, dass ich vom Baum erschlagen worden bin. Aufstehen, du bist noch nicht fertig, Krieger. Jedes Mal, wenn du niedergestreckt wirst, vor allem von Bäumen.
Vergisst du einen kleinen Teil deiner Fertigkeiten und lässt deinen Besitz fallen. An dem Ort, an dem dich der Tod umarmt hat. Wie schön ausgedrückt. Wenn du dir inzwischen wünschen solltest, wieder zu Hause zu sein, dann empfehle ich dir, dort ein Bett zu bauen, wo auch immer du dich nun zu Hause fühlst. Danke, Hugin. Upsla, Entschuldigung. Sally Rosa, grüezi. Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Habe ich da schon gelootet? Da gibt es gar nichts zum Looten, oder? Ja, jetzt haben wir halt schnell einen Moment, bis wir dort sind. Was sind das Knochen? Knochenfragmente. Ja, mit denen können wir halt jetzt noch nichts anfangen. Das kommt alles noch. Bald Feierabend haben. Wir müssen schnell schauen. Ja, für mich eigentlich muss noch etwas erledigen tatsächlich, bevor ich dann kann. Nein, ich muss da noch streamen. Aber dann muss ich wirklich noch etwas erledigen. Hey, mir geht's gut, danke. Ich kann mich nicht beklagen. Alles gut. Da ein bisschen gemütlich, Walheim. Gefährlich. Also ich sage euch eins, für all die ins Walheim reingehen und den Berg sehen, den Schnee sehen und denken, geil Schnee. Ja? Wenn ihr so früh, also ja, wenn ihr den ersten Boss noch nicht gemacht habt und auch dann ist es wahrscheinlich noch zu früh. Geht nicht auf den Berg rauf. Ja, ihr friert und die Wölfe kommen. Das ist nicht gut. Wir haben Pilze gefunden, Chat. Pilze! Ja, die können wir gerade essen. Jetzt haben wir übrigens das erste Mal tatsächlich, da habe ich gesagt, die Kombination unten. Man kann 2 verschiedene Sachen essen. Ich sehe halt schon wieder Essen im Chat. Schau, und es ist halt, wer ist es, oder? Wer sonst? Der Luca schreibt wieder vom Essen. Hast du meine Spaghetti mit Fleischböllchen gesehen, die ich eben am Sonntag gemacht habe? Ja, ich habe es schnell im Augenwinkel angeschaut. Ja, und dann bin ich selber gegessen. Nein, es ist cool, ist mega cool. Habe ich es nicht sogar geliked? Wo steht denn das Walheim? Zürich Oberland. Das ist das Berner Oberland hier. Ja. Walheim, Berner Oberland. Dort, wo das Vogelisi herkommt. Hier ist ein Hammer, der ist kaputt. Geil. Da sind wir wieder, Chat. Da sind wir wieder. Wo sind wir stehen geblieben? Ja, natürlich müsste ich vielleicht noch mein Zeug holen. Da sind wir stehen geblieben, beim Holzhacken. Holy shit. Troy Landermann. Ja, ey. No fuck. Okay, jetzt kann ich gerade sagen. Kann man nicht an laut nennen, oder? So, wir hacken weiter Holz. Nein, was hast du da, die Fackel? Welf, wie weit bist du im Walheim? Erzähl. Du scheinst dich da gut auszukennen. Ich merke das. So, wir müssen schon schauen. Die Axt ist noch nicht durch. Ein bisschen Holz nehmen wir noch mit, dann bauen wir weiter. Ja, Holz im Wasser ist immer doof. Ah, du bist retour ins Ark. Okay, dann hast du die Mistlands noch nie gesehen, wahrscheinlich. Mistlands sind ja relativ neu. Das ist mega nice gemacht übrigens. Mistlands, echt geil. Dort bin ich aktuell, also offstream zocke ich halt auch Walheim. Dort mit Kollegen. Dort sind wir aktuell in Mistlands. Schöne, aber mühsame Gegend. So. Mal schnell gucken. Ein bisschen Holz haben wir. Gehen wir da schnell weiter.
Was ich jetzt tatsächlich schnell machen will, ist die überdachte Werkbank. Das wäre schon noch nice, wenn wir das schnell hinbringen. Wir bauen 2 auf. Und jetzt muss ich schnell schauen, dann ziehen wir hier das Dach über. Das war das da. Und wir machen es nicht zu kompliziert. Wir können nachher. Oder machen wir es kompliziert? Ich glaube, wir machen es kompliziert. Ja. Es ist halt, man hat ein bisschen mehr Platz tatsächlich. So, jetzt haben wir hier natürlich all die Bauteile, die man braucht. Ja, genau so. Und was wir jetzt auch sehen, ups, das ist nicht da, was wir jetzt auch sehen, wenn etwas grün hat, hat Farbe. Jetzt ist es aktuell grün, aber je höher als wir da raufgehen, desto instabiler wird es. Und das ist jetzt genau da muss man halt wirklich beachten. Man kann nicht ewig einfach aufbauen, wenn es physikalisch nicht möglich ist, dass das irgendwie noch stabil ist, bricht es zusammen. Und wenn es dunkelrot ist, das ist das Letzte, was noch irgendwie hebt, nach dunkelrot geht es zusammen. Zurzeit bin ich mehr in Microsoft Flug Simulator am die Gegend unsicher machen. Ui. Gegend unsicher machen. Da kommt ab und zu wieder mal ein Cessna, stürzt wieder mal ein Cessna ab. Mit was fliegst du schon? Also ich kenne mich nicht aus, aber ich finde es schon noch interessant. Ich finde das noch geil. Also jetzt machen wir hier noch schnell einmal auf. Dann schauen wir schnell, ob wir die Werkbank machen kann. Also machen können wir sie ganz sicher. Der Hammer hat irgendwie noch ein Strichchen, oder? Gut, das reicht aber noch. Jetzt stellen wir hier die Werkbank hin. Nein, nicht genug Schutz? Ja, wo denn? Liebe Werkbank, wo denn genau? Oh mein Gott. Das ist jetzt aber wirklich interessant. Muss ich da noch rauf? Okay. Wow. Es ist gleich wieder Nacht. Machen wir hier schnell hin. Das ist echt interessant. Wait a second. Jetzt ist halt, der Hammer ist halt schon wieder durch. Wir machen wieder einen neuen Hammer. Das ist unglaublich. Da kann man hier einen Hammer durchlaufen. Wir platzieren schnell die Werkbank neu. Schon wieder fast im Dunkeln, oder? Okay, das ist echt interessant. Machen wir hier schnell weiter. Haben wir noch genug Holz? Ein bisschen haben wir noch. Meistens mit der Savage Cup, mit den Bush Wheels in VR. Es gibt nichts, wo wir nicht landen könnten mit. Okay. In VR? Also, dann erzähl, was hast du für eine VR-Brille? Sieht aus Symbol, wenn es überdacht ist. Also, wir machen weiter, bevor es zu dunkel ist. Bevor wir die Viecher angreifen, muss ich schnell schauen. Das ist Mitte, das heisst, wir machen das hier noch hin. Jetzt ist es halt zu hoch. Es ist halt zu hoch. Nicht das Feuer, ich brenne! Geil! Nein! Ja, das ist eben jetzt der Nachteil, wenn man so hoch baut. Wenn man diese Dächer nimmt, hat man auch automatisch Mühe. Und wenn es dann noch Nacht wird, dann siehst du einfach gar nichts mehr, oder? Das heisst, wir gehen da schnell ein bisschen in die Höhe. Zweimal in die Höhe.
Dann bauen wir den hier hin. Kann man aber nicht dran hin. Verdammt. Ich sterbe noch, Chat, oder? Ich sterbe doch sicher nicht. Hure gut. Wait a second. Mach schnell das da. Einfach weil ich es kann. Machen wir schnell ein bisschen Fleisch. Ja? Machen wir Fleisch? Ja. Oh mein Gott. Also auch als es wissen, ich sehe gerade nicht viel. Darum gehe ich da auch jedes Mal runter. Come on, jetzt ist gut, oder? Das Fleisch ist nachher. Fleisch ist nachher, Chat. Nein! Ah, shit, ich muss Fleisch gehen. Sonst ist es noch holen. Essen wir schnell das Fleisch. Geht übrigens, ich sehe es nicht, weil ich da oben, geht übrigens HP. Das heisst, jetzt wird es da raufgehen. Index. Aha. Ein Valve Index. Okay, nice. Ja, ich habe Controller von der Index. Die sind nice. Die Index-Controller sind wirklich nice. Aber ich habe HTC Vive 2. Nein, Pro 2. Und die mit Index-Controller. Da bin ich recht zufrieden, muss ich sagen. So, probiere ich da mal schnell, das irgendwie hinzubekommen. Kann ich da rauf? Ja. Kann ich da rauf? Nein. Ich muss schnell raufbauen. Ich muss aufs Dach kommen. Wait a second. Nein, eigentlich muss ich da dran. Ich muss sich einmal zu helfen wissen beim Bauen. Und ich wäre halt mega froh, wenn das da mal hinsnappen würde. Das wäre schon noch nice. Jetzt. Let's go. Das ist da, was ich will. Nicht ins Feuer reingehen. Jetzt können wir da schnell den hier durchziehen. Es ist halt schon dunkelrot. Ja, ich frage mich gerade, was fehlt dieser Werkbank genau? Holy shit, man. Das Problem habe ich noch nie gehabt. So, schnell dazu machen. Vielleicht könnte ich dann auch einmal mein Bett noch anstellen. Aber wenn die Werkbank noch nicht überdacht ist, ist wahrscheinlich das Bett auch noch nicht überdacht. Schnell gucken. Ja. Machen da halt noch schnell weiter. Irgendwann müssen wir noch eine Tür reinmachen, dann einmal, ja? Oh, ich habe kein Holz mehr. No! Also, die Werkbank funktioniert. Ich kann alles reparieren. Ich kann einmal schlafen. Nein, okay, das funktioniert noch nicht. Nicht genügend Schutz. Ich baue schnell das Bett nochmal ab. Mache das Bett nochmal neu. Wo hat es denn genug Schutz hier? Ja. Nicht genügend Schutz. Das ist doch unglaublich. Da, wo die Werkbank ist, setzt doch genug Schutz, oder? Baue ich das Ding schnell da ins Zeug raus.
Ich möchte endlich nur schnell übernachten, liebes Spiel. Das wäre echt cool, wenn wir das schnell dürften. Es geht nicht, es geht wirklich nicht. Gut, dann müssen wir halt in der Nacht noch ein bisschen Holz hacken. Ein schwimmendes Haus wäre doch eine Herausforderung. Man kann Häuser auf dem Meer draussen machen. Aber es ist wirklich eine Herausforderung, ja? Habe ich auch schon gemacht. Wenn es dann stürmt, also es geht nicht kaputt, aber dein Haus ist echt zum Teil komplett unter Wasser. Das Problem werden wir da wahrscheinlich sogar schon. Also nicht komplett. Bei hohem Wellengang wird das Wasser wahrscheinlich auch ins Haus hineinfinden. Stamina haben. Ich würde eigentlich gerne noch das Haus fertig bauen in diesem Stream. Oh, Spiele schon mal packen. Uiuiui. Ui, ui. Brauchen mehr Stamina. Ein bisschen. Jetzt Stamina 1000. Ja, also es gibt einen Creative Mode Chat. Ja, just saying. Da ist die Konsole. Ich bin ja gar nicht mehr da. Ich habe mich mal ausgeblendet vor langer Zeit. Mit F5 kommt man eine Konsole nie. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir haben nicht gecheatet hier. Aber ja, für die natürlich auch rein Creative Mode wollen, ja? F5, die... Ich weiß nicht, was man dann muss eingeben. Irgendwas. Die Developer, irgendwas. SVG1, oder? Und dann kann man wirklich endlich alles schnell cheaten. Aber ich empfehle das nicht. Das kann man machen, wenn man mal so Spiele ein bisschen erlebt hat. Und alles gesehen hat. Wieso nicht? Also Creative Mode kann sicher auch einen Spaß machen. So. Wand. Machen da einen Schatz zu. Die Frage ist, wo machen wir die Tür? Vielleicht da. Geht direkt, wo der Stein ist, oder? Direkt, wo der Stein ist. Ich glaube, wir machen die Tür da. Macht das Sinn? Ja, das macht Sinn. Und wir müssen noch schlafen, weil es wird wieder Tag. Nice. Das Bett hat eh nicht genügend Schutz. Jetzt spielt es eh keine Rolle mehr. Jetzt bauen wir auch weiter. So. Let's go. Dann machen wir da. Jetzt habe ich wieder da ein Problem. Machen wir zuerst das Dach. Und da zuerst weiter. Gut. Türen sind überbewertet. Braucht kein Mensch. Türen, da braucht man nicht. Eine Frau. Oh, ich muss schauen, dass ich nicht wieder sterbe. Ja, das ist am Anfang ein bisschen häufiger, als man stirbt durch Bäume, weil man einfach nicht so viel HP hat. Was ich auch sagen, wir sind ja sowieso leider. Wir sind der einzige Mensch in Valheim. Für was brauchen wir Türen? Na gut, damit da die
die anderen Dudes nicht reinkommen. Ja, das sind ja zwar keine Menschen, he? Aber die können dir halt gleich in die Hütte nie spazieren. Das wäre ein bisschen doof. Sally Rosa, so ich gehe mal für oben, machst du nicht zu lang. Dann später, bis später vielleicht bei den beiden Jungs im Chat. Haha, da noch schnell Werbung gemacht. He? Nein, auf jeden Fall. Hey, in dem Fall dir schönen Feierabend, gell, Sally Rosa. Bis später. Bye bye, schön bist du da gewesen. Tschüss. Oder nach einem Nervenzusammenbruch, weil man einen Baum ins Haus stürzen lassen hat. Das ist halt, ja. Das kann halt auch passieren. Wobei ich muss sagen, es mag recht viel leiden. Aber es mag natürlich auch nicht... Mehrere Bäume mag es nicht leiden. Aber ich glaube, einer... Oh. Wow! Das hat mich jetzt gekillt, wenn ich nicht gegessen hätte. Chat. Hat mir jetzt mehr als 30 HP abgezogen, der Baumstamm. Solange es bei Brock.ch LED-Beleuchtungen gibt, braucht es auch keine Fenster. Alles RGB. Alles bunt. Ja, man kann bunte Beleuchtungen machen im Walheim. Just saying. Aber jetzt noch nicht. Da kommt alles noch. Aber man kann blaue Feuerchen machen, man kann grüne machen, man kann normale machen. Kann man rote machen. Das ist ja recht normal. 1,5. True. Wo ist der Eingang? Wo ist der Eingang, der keine Tür hat? So, schnell auf die Uhr schauen. Ein bisschen haben wir noch, aber nicht mehr lang. Aber wie gesagt, das Haus, das muss jetzt einfach noch stehen. Das ist, Jetzt können wir hier gerade zumachen. Jetzt sollte das Bett funktionieren. Let's go. Werkbank, die jetzt mit dem Ding steht. Gut. Tun wir wieder schön hin. Let's go. Gut, noch fertig überdachen. Das ist übrigens auch schon ein Hütchen. Da könnte man auch schon zweistöckig fahren. Das ist eben auch nice. Das ist eben der Vorteil, wenn man hier diese Dächer nimmt. Man hat halt mehr Platz gegenüber. So, einhängen bitte. Merci. Dann haben wir noch von denen da. Dies ist leider nicht möglich. Come on. Nein, das ist 2000. Come on. So, let's go. Oh nein, das war nicht gut gewesen. So. Chat. Unsere Hütte steht schon fast ein. Es ist wunderschön. Also da kann man natürlich auch kreativ sein. Ich habe es jetzt recht simpel gebaut. Aber es gibt ja auch die Dächer, die weniger schräg sind. He? Wenn man da natürlich ein bisschen kombiniert und so, dann kann man da so schöne Formen machen. Aber ich muss jetzt wieder Holz hacken zuerst. Dann haben wir in diesem Stream genau das hingebracht. Ein Hütchen bauen. Krass. Ich denke, wir kommen weiter. Rufen Sie uns an, Treu Architektur GmbH. Wir bauen Häuser. Wir fällen Bäume, SUVA-konform. Und ich gesagt, bauen Bäume, fällen Bäume. Logischerweise. Bauen Gefälle. Ja, das auch. Das auch. Du Vogel, du. Ja, die Vögel kann man irgendwann auch killen. Da gibt es Federn. Das ist mega mühsam mit den ersten paar Bögen, die man hat. Geht alles nebendurch, weil die Bögen so ungenau sind. So.
Domino-Effekt. Achtung, Achtung, Tod von oben, Tod von oben. Ich glaube, vorhin haben wir eigentlich noch alle gemacht, wenn es mich nicht täuscht. Irgendwann ist noch Fleisch aufs Feuer da und habe es, glaube ich, nie weggenommen. Wir bauen ihr Wikingerhaus Style. Okay. Ihr Haus im Wikinger-Style. Ich nehme noch mit. Und dann sollten wir, glaube ich, den Rest hinbauen. Spawnpunkt haben wir schon gesetzt. Das ist übrigens auch etwas. Das haben wir vorhin vom Hugin schon erfahren. Bett gleich Spawnpunkt. Darum sind wir auch vorhin hier am anderen Ort gespawnt. Weil dort unser Bett war. Also, dann machen wir hier noch zu. Komm, Eisenäpfel bitte. Machen wir hier noch zu. Und dann machen wir hier wieder auf. Und hier machen wir auch wieder auf, das habe ich nämlich ganz vergessen. Machen wir hier noch zu. Gehen wir rauf. Die Sonne blendet. Ganz wichtig, he? Der Rauch muss raus. Darum machen wir das jetzt. Der Rauch kommt oben raus, dann müssen wir aber noch irgendwie schön zumachen. Sieht ein bisschen komisch aus gerade. Come on. You can do it, Spiel. You can do it. Ich glaube, ich muss rauf. Ich glaube, ich muss rauf. Ja, was haben wir wollen? Das denn? So. Jetzt machen wir das irgendwie noch schnell gescheit. Wie machen wir das am besten? Gehen wir mal eine rauf. Mal gucken, wie wir das am besten machen. Ich hätte jetzt gesagt, so. Ich glaube, wir machen das einfach so. Ja, da kann man jetzt auch kreativ sein. Ich frage mich gerade. Ja, wir machen es einfach so. Wenn wir hier noch schnell einen machen. Da, so, so. Das Wichtigste ist, es darf nachher nicht aufs Lagerfeuer regnen. Das heisst, es muss überdacht sein, aber es muss auch Platz haben, damit der Rauch rauskommt. Ja, ist jetzt nicht, man hätte es schöner können machen, muss ich zugeben. Aber das kann man vielleicht nächstes Mal dann noch verbessern. So. Jetzt mache ich gleich eine Tür rein, he, Chat? Ich mache jetzt halt gleich eine rein. So. Was benötigt ein Feuer in der Nähe? Liebes Spiel, da ist ja das Feuer. Muss ich das Bett auf dem Feuer machen?
Machen wir es so. Spawnpunkt gesetzt. Schnell einmal reparieren. Wir machen noch schnell eine Kiste. Ist auch immer wichtig am Anfang. Hat man mal ein Häuschen, muss man auch direkt noch ein paar Kisten machen. Für das habe ich aber kein Holz. He? Tja, Pech gehabt. Who's vs. Troy? 0:1. Yes! Ja, ich bin auch zufrieden. Jetzt muss ich gleich noch schnell einen Baum fällen, Chat. Ich will noch Kisten machen, bevor ich mich auslogge. Und dann laufen wir noch einmal ums Hütchen herum. Ja? Aber Feister, lieber Chat, die sind definitiv überbewertet. Wait a second. Da kann ich aber auch zu stabil. Ich wollte sagen. Wir haben hier, was ist es schon wieder? Eine Birke haben wir gefällt. Im Domino-Prinzip. Aber eine Birke können wir mit der aktuellen Axt gar nicht bearbeiten. Darum bin ich gerade verwundert, dass die hier liegt. Den Baum nehmen wir noch schnell mit. Der hat mich schräg angeschaut. Der wird jetzt zu Haus verarbeitet. Nein, zu Kisten verarbeitet. Vielleicht noch ein bisschen Feuerholz. Habe ich jetzt gerade Schaden genommen? Frech. So, das muss lang. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Holz im Wasser raus. Das ist etwas, was ich hasse. Da muss man rausschwimmen und das Holz versuchen. Ich will immer da rein. Wieso will ich immer da rein? Ich glaube, ich muss da einen Eingang machen. Holy shit. Holz mitnehmen. So, jetzt mache ich da noch. Okay, zuerst das Wichtige. Möbel. Ja, da schlafen wir. Das ist unser Zeug. Da tun wir rein alles, was wir nicht brauchen. Ember brauchen wir wahrscheinlich noch schnell. Federn brauchen wir irgendwann für vieles. Essen lassen wir im Inventory. Oh, die Bienenkönigin können wir noch schnell aufstellen, Chat. Das wäre schon noch easy, oder, wenn wir das noch schnell machen. Ja, wo ist sie denn? Okay. Haben wir genug Holz? Können wir es da an die Wand machen? Das geht. Let's go. The bees. Die Bienen sind glücklich. Ja? Jetzt gibt es da Honig. Ja, die Sachen, die ich nicht brauche, da ablegen. Ja, ich brauche halt nochmal eine Kiste, oder? Das ist unser Essen. Let's go. Was ich noch schnell machen, ist Licht. So. Chat. Das war's. Das war's. Sind ihr zufrieden? Ist eine schöne Hütte, oder? Da müssen wir auch noch ein bisschen Innenausstattung haben. Noch so Teppich und so. Hot Tub und so. Die sich jetzt fragen, ja, aber kann man denn da wirklich kein Fenster machen? Natürlich kann man Fenster machen. Machen wir jetzt da schnell eins rein. Einfach damit es gemacht ist. Let's go. Tada! Jetzt können wir, wenn wir aufwachen, können wir schnell aus dem Fenster schauen, dann wissen wir, okay, es ist Tag. Eine schöne Garage. Ein Gaming-Stuhl. Genau. Das will, oh, jetzt können wir schon schlafen. Ja. Gaming-Stuhl, das ist wie Sims nachher. Aber jetzt ist es wie Sims. So, ich glaube, Simon. Lieber Chat. Let's go! Valheim. Kleiner Einstieg, wir machen aber glaub, wir machen sicher noch ein paar Streams. Ausser die sagen, nee, das ist mir jetzt so langweilig. Ja.
Lass mich gar noch. So, ist die Musik. So ist es so dunkel hier. So. Chat, wie hat es euch gefallen? Ich warte, bis Tintenfischheim rauskommt. Was? Tintenfischheim? Tell me more. Was ist Tintenfischheim? So, ich bin hier auf Knöpfchen umsuchen. Super, wie immer, das nächste Mal ein bisschen mehr Tierli. Absturz, mehr Tierli. Mhm. Ja, jetzt, ich glaube, das Wichtige ist ja wirklich einmal, dass wir haben eine Hütte, wir haben ein Bett, wo wir unseren Spawnpunkt haben. Ich gehe aber noch schnell raus. Ist es gespeichert? Ja. Wir haben unseren Spawnpunkt. Ja, und jetzt können wir uns so ein bisschen um den Rest kümmern. Also Tierli wird es jetzt mehr geben. Wir können übrigens auch Tiere zähmen. Ich weiß nicht, ob wir das nächstes Mal schon hinbringen. Mal, das sollten wir endlich schaffen. Aber es braucht schnell ein Weile. Also wenn ihr das wollt, können wir gerne dort mal irgendwie so einen Eba, also ein Wildschwein, können wir zähmen und dort so eine kleine Schweinefamilie machen. Mega gut unterhaltsam, vor allem. Tree Bosses sind die Bäume. Das sind die heftigsten Bosse. Ich weiß gar nicht, würden wir es nächstes Mal schon schaffen, den Eichtier zu machen. Es braucht halt auch schon ein bisschen Zeit zu Valheim. Aber die Zeit verfliegt auch extrem schnell, muss ich sagen. Du machst du tipptopp. Ein Haus, ein Spawnpunkt, 2 Fackeln und ein Fenster. Hey, das ist genau, he? Nach Handbuch, oder? Nach Handbuch. Es ist nur eine Fackel. Ich habe nur eine Fackel. Ah nein, ich habe 2 Fackeln. Ich habe eine draussen gemacht. Nein, ich habe 3 Fackeln gemacht. Holy shit. Ja, shit. Das ist mein Handbuch. Nach Troys Handbuch braucht es 3 Fackeln. Eine drinnen, 2 draussen. Und ein komisches Chemie braucht es auch. Das gehört auch dazu. Das schreckt die wie heissen sie, Keulinge ab. Die kommen dann und denken, holy shit, was ist da für ein komisches Haus, Mann? Da gehe ich gerade wieder. Keine Lust. Genau. Eine Sprint haben wir auch, das ist auch wichtig. Wir sind eigentlich durch den Baum gestorben. Wir haben tatsächlich ein Event mit diesen Viechern gehabt. Das ist schon so recht random, muss ich sagen. Aber das ist jetzt auch noch nicht schwierig, wenn da so ein paar Viechchen kommen, easy. Schwierig wird es nachher, wenn Troll kommen. Wenn so ein paar grosse Troll kommen, die die Hütte kaputt schlagen, dann ist es schnell ein bisschen Panik und so. Brannte Eier. So, jetzt Hardcore-Modus nochmal. Was wäre Hardcore-Modus? Gibt es überhaupt eine Schwierigkeit? Es gibt wirklich einen Schwierigkeitsgrad im Spiel. Oder nicht? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich weiss es im Fall wirklich nicht. Wenn, dann hätte ich es immer auf normal gespielt. Ich habe es jetzt leider nicht mehr auf. Das könnte ich schnell nehmen. Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, das gibt es im Fall gar nicht. Ich weiss es nicht. Bin mir nicht sicher. Bert, Mann, Bert. Schön bist du da. Schön kommst du zum Schluss noch rein. Ich sage jetzt noch schnell Tschüss und dann bin ich weg. Aber Bert, trotzdem, wie geht's dir? Alles gut? Hast du noch einen guten Reststream gehabt? Du hast, glaube ich, auch nicht mehr lang gemacht letztes Mal. Wie gefällt dir Hogwarts? Sag da noch schnell. Für alle, die es Wunder nimmt und das Hogwarts noch nicht gespielt haben. Also ich finde es übrigens geil. Ich bin mir aktuell noch die Harry Potter Filme umgehen. Ich habe so viel 2 geschaut. Ich will das machen, ich weiss, das muss man nicht.
Aber ich will es. Ich will ein bisschen die ganzen Easter Eggs erkennen, die Orte erkennen, die Räumlichkeiten vor allem. Und ich habe mir einfach 2 gegeben. Und ich finde es cool. Ich finde es cool. Die ersten 2 sind halt schon 20 Jahre, oder? Mehr als 20 Jahre. Das merkt man halt ein bisschen. Aber es ist nice. Das Gameplay ist wirklich nice. Also beim Hogwarts bin ich noch ganz am Anfang. Am Samstag geht es dann weiter. Eines der besten Spiele, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. Das ist eben, wie gesagt, ich habe jetzt nur einen kleinen Bruchteil gesehen, was das Game zu bieten hat. Die haben wirklich so den Anfang gemacht. Charaktererstellung und eigentlich so ein Teil vom Tutorial. Und Zuteilung natürlich. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Aber ich muss sagen, es ist mega stimmig. Es ist wirklich... auch sogar ich, wo glaube ich weiß nicht mal, ob ich einen Filmkomplex gesehen habe. Also Harry Potter ist für mich so ein bisschen fremd und so. Aber sogar ich bin mega reingekommen. Es ist wirklich so, es hat mich richtig reingezogen. Ich hätte am liebsten noch ewig weitergezogen. Also auch neutral geredet, nicht weil ich auch ein bisschen ein Potterhead bin. Aber das ist eben schon nice. Wenn das ein Spiel hinbringt, quasi Fans glücklich zu machen und auch Nicht-Fans glücklich zu machen. Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach. Aber das haben sie schon fertig gebracht. Ich frage mich dann, wie das Gameplay nachher noch so wird sein. Aber man kann, glaube ich, mega viele Sachen machen, so wie ich das gesehen habe. Ich glaube, da ist mega Content drin. Das ist eben auch krass, oder? Es gibt dann eben auch die Spiele, das ist der Anfang geil und hinterher ist es so, denkst du so, ja, wo ist jetzt, wo ist der Content? Aber ich glaube, man kann mega viel machen. Also da, wo ich so ein bisschen gesehen habe. Der Troy Potter. Valve, es ist Troilina Hammersteel, gell? Ja, also, dass das schon mal klar ist. Sie heisst Troilina Hammersteel. Haus Ravenclaw. Ja, du willst platinieren, RIP Freizeit. Es ist kann man machen. Ich bin wirklich nicht jemand, der Zeug platiniert. Ich glaube, ich habe das noch nie gemacht. Ich glaube, im Steam habe ich so ein paar so perfekte Games und so. Aber sonst platinieren, das ist nie etwas, was ich verfolgt habe. Aber ja, es wäre eigentlich schon noch cool, wenn ich mal eins spiele, so platinieren und so. Das wäre doch schon noch nice. Aber es kostet Zeit, definitiv. Das ist kein Diva. Valve, das ist Troilina ist kein Diva. Nein, lass dir mal ihren Namen an, Hammersteel. Ja. Die kommt direkt aus Valheim heim. Direkt von den Wikingern nach Hogwarts. Die hat alles erlebt. Ja. Alles hat sie erlebt. Zauberstabschuss. Ja. Ich kenne mich leider nicht. Ich wollte kreativ sein, aber ich kenne Harry Potter zu wenig, um irgendetwas Geiles zu machen. Zauberstabschuss. Gibt es etwas, das wie eine Granate ist bei Harry Potter? Genau, Hammer-Style. Ja? Hammer-Style. Bombarda-Splitter. Geil. Na komm, Leviosa. Leviosa kennst du ja sogar aus God of War. Ja. Freya. Freya hat immer Leviosa gebraucht. Leviosa-Splitter, sind das dann. Das ist der Ich finde das eh noch geil, das habe ich jetzt in den ersten 2 Filmen so ein bisschen rausgehört, im Spiel tatsächlich auch. Die Zaubersprüche, ja, sind halt immer so vom Wort her, man erkennt, oder, woher es kommt, mit was es zu tun hat. Es ist nicht einfach irgendwie ein Begriff, der komplett frei erfunden ist, sondern immer abgeleitet von der Funktion vom Zauberspruch.
Ich finde das schon noch irgendwie geil. Das gefällt mir. Lumos. Lumos haben wir auch schon gesehen im Spiel. Aber was ich aber nicht checke, im Spiel gibt es ja Levioso. Aber das ist nicht Leviosa. Das ist wieder etwas anderes. Da kenne ich mich jetzt auch noch zu wenig aus. Dass ich das irgendwie beurteilen kann. Aber ich glaube, das sind wirklich not the same. Das sind nicht die gleichen Sachen. Ja, okay. Alles klar. Es tönt einfach ähnlich. Auf Italienisch, wo ich spiele, sagt er Leviosa. Ach schon! Vielleicht haben eben die Italiener nicht gecheckt, dass das zwei verschiedene Sachen sind. Shit. Leviosa ist nur schweben lassen. Wingardium Leviosa ist Sachen schweben lassen und in der Luft bewegen. Oha, interesting. Bert, der Potterhead, oder? Der Bert ist ein Harry Potter-Wiki, oder? Nein, aber das ist nice. Ich finde das eben schon noch geil, wenn man so Sachen noch weiss. Da muss ich ehrlich sein. Ich bin bei genug Sachen ein Nerd, dass es mich eben schon auch reizt, so ein bisschen ein Harry Potter-Nerd zu sein. Ja, aber ich bin auf dem Weg. 2 Filme. 6 muss immer noch geben. Plus dann wahrscheinlich nochmal fantastische Tierwesen und so. Oder? Oh, Letzi Corpus ist ein Körper in der Luft. Finchen, hä? Nächste Potterhead. Sehr gut. Ich habe extra 1 Stunde Italo gespielt und 1 Stunde mal auf Deutsch. Ich finde geil, wie die Sprüche unterschiedlich sind. Ich habe das Spiel jetzt so eingestellt, dass es auf Englisch gesprochen ist und auf Deutsch Texte sind. Ja, bin ich also da bin ich schon ein bisschen stolz. Das sehen wir dann aber am Samstag. So mache ich es dann weiter. Weil ich finde, ich habe die deutsche Synchro ein bisschen angelassen. Es ist wirklich nicht schlecht. Ja. Und die lieber deutsche Synchro haben, dann go for it. Ich finde es auch irgendwie geiler, wenn es Englisch ist. Es kommt irgendwie, keine Ahnung, noch ein bisschen mehr über. I don't know. Ja, aber nicht offiziell, Luca. Das ist noch ein bisschen ein Gebastel, hä? Ein bisschen ein Gebastel, aber es ist nicht allzu schwierig. Ich sage jetzt mal, in 3 Minuten hast du es erledigt, wenn du weißt, wie. Levi Corpus zum Teufel mit Handytasten. Levi Corpus, nicht Letzi Corpus. Levi Corpus. Für Levi. Für Levitation und so. Der Corpus. Der Körper und so. Bringt den Körper zum Schweben. Das ist eben genau das. Das finde ich noch nice. Ich habe auch lange gehabt, zum Überlegen. Habe aber dort mal halt Bücher Deutsch gelesen. Und die ersten Filme auch Deutsch dort mal und nachher Englisch. Ja, eben, der finde ich, aber der macht es ja schon Sinn. Das macht schon Sinn. Tatsächlich. Ja, früher haben wir halt die Filme noch. Da haben wir noch nicht so. Ich schaue alles auf Englisch. Als Kind hat man halt das Zeug auf Deutsch gesehen. Barracks, Mann! Ja, Luca, schreib mir das auf Discord. Nein, ich schreibe es dir auf Discord. Jetzt schnell überlegen. Was muss ich machen? Ich schreibe es dir. Ich kann dir einen Link schicken. Nox und es wird dunkel. Ist Nox wirklich? Es wird dunkel. Lumos ist Licht. Jetzt der Barracks. Jetzt sehe ich den Barracks da auch mal auf dem Channel. Aus dem Auto. Hey Barracks, hä? Aber Augen auf die Straße, hä? Oder musst du nicht fahren? Barracks, schön, dass du reinschaust. Aber ich mache jetzt Feierabend. He? Ich habe in der Jugend noch E.T. geschaut. Ich kann. Kappa. Hast du es wirklich geschaut? Hast du es wirklich im Kino geschaut? Bist du auch im gleichen Alter wie ich? Oder sogar älter? Ja, E.T. im Kino. True.
Aber die deutsche Synchro ist schon grusig. Schon ein paar Mal jetzt. Also, ich habe ja auch ein bisschen bei anderen Streamern, glaube vor allem den Anfang. Und es hat wirklich eigentlich so eine. Also, das erste ist mal der Professor Fick. Vor allem, wenn es neben ihr so sagen, Professor Fick. Dann habe ich immer so gedacht, okay. Wie kann man das ernst nehmen? Ja, das ist ein Beispiel. Es gibt, glaube ich, noch andere Beispiele, wo es so ein bisschen, und ich aber wirklich genau das Gefühl habe, jetzt kommt wieder so die Synchro, die manchmal ein bisschen mühsam ist. Okay. Die Italo-Sprache ist ziemlich gut, muss ich sagen. Ich stelle mir das gerade so vor, kommst du auf Hogwarts und dann so «Papri Pupi». Sorry. Ich weiß, was ich meine. Da wäre mal eine geile Synchro. Wo einfach nichts, einfach alles besteht nur aus Papri Pupi die ganze Zeit. Gut. Im Fixis Easter Egg kommt in den Film nicht mal vor. Ohne Scheiß, da muss man Bücher lesen. Pizzalosa, Lasagnosa. Das sind die Zaubersprüche. Herr Frosty, grüezi. Jetzt kommen wir alle, oder? Leute, ich bin derb am Überziehen. Ich kann leider nicht mehr, ich muss gehen. Ja? Sonst wird mein Chef noch verrückt, aber nicht. Ja. Der Fick ist immer noch Lehrer in Hogwarts, auch 100 Jahre später. Okay. Der Arti kommt jetzt halt auch. Arti, grüezi. Lieber Chat, schön sind ihr jetzt noch reingekommen, aber ich muss wirklich Feierabend machen. He? Aber als Geist. Mhm. Ja, das habe ich jetzt in den Filmen angesehen, dass wir als Geist ja auch in Hogwarts unterwegs sind. Das habe ich jetzt in den Filmen so ein bisschen mitbekommen. Arti, wie geht's dir? Aber sorry, dass ich jetzt wirklich schon mal beenden muss. Und ich sage schon mal, nächster Stream auf diesem Channel am Freitag. Steffi macht ein bisschen Gameplay, wie immer, Freitag 13 Uhr. Schaut doch bei ihr auch vorbei. Es geht nächste Woche ganz normal weiter. Und mich gibt es auch nächste Woche am Mittwoch wieder auf diesem Channel. Wenn ihr mich aber schon vorhin wieder gesehen habt, ihr findet mich auch da. twitch.tv/treuhammaren. Jeden Samstag. Und genau, mit Hogwarts. Chat hat mich überredet, Hogwarts zu spielen. Also eigentlich nicht vorgehabt, aber hey. Jetzt bin ich halt dran und es ist nice. Ganz am Anfang bin ich jetzt wirklich gerade bei Hogwarts angekommen. Also wenn es euch Wunder nimmt. Und vielleicht habe ich bis dann sogar noch die ersten 4 Filme gesehen, eventuell. Kenne ich mich auch ein bisschen aus. Wenn es euch Wunder nimmt, wie ich mich da in Hogwarts schlage. Zurechtfinden, schaut doch rein. Mir geht's gut, Arti. Mir geht's gut, danke vielmals. Strenger Tag war, aber gut, okay. Aber jetzt Feierabend. Jetzt Feierabend. So. Gibt es noch was zu sagen? Genau. Freitag, Steffi, schaut rein. Ich wünsche euch noch ganz einen schönen Abend. Ganz eine schöne Restwoche. Ich würde mich freuen, euch wieder zu sehen, euch wieder zu lesen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Chat. Bye, bye. Tschüss zusammen.